Was ist denn heute schon wieder? Was ist denn heute schon wieder? Seit wie viel Jahren? Seit wie viel Jahren? Seit wie vielen Jahren? Sag? Seit wie vielen beschissenen Jahren ist mein verschissenes OBS mit fucking YouTube verbunden? 5? 6? Keine Ahnung? Ich weiß es nicht! Heute hat YouTube oder OBS, was weiß ich, vielleicht beide gleichzeitig beschlossen. YouTube-Verbindung ist weg. Habe! Hier wird's Bürger. Das ist schon wieder Micker, Kruzifix ist Mitte Oktober, was ist denn eigentlich? Timmy Boy, kriegst du wieder heim, 3 Minuten verspätet. Tut mir leid, aber OBS hat sich dazu entschieden, was für YouTube-Verbindung, Alter. Also, da, ihr müsst halt den ganzen Tag da herschauen. Schau ich selber schon den ganzen Tag. Ich sehe es wieder, bei der Timmy Boy wieder reinscheißt. Also, ich kann sie lesen, Timmy Boy. Ich kann sie lesen. Merci dir. Kriegst du mal in den Haufen hinein. Habe die Jahre an den Nügel nicht an den Basti oder an die Sanctuary von den restlichen Sauhaufen von den Mods, an die Nadine, an den Flea Frank, an den Most, an den Boris Schluck, an den Tobi, an die Tante, an den Hanuta, an den Cinnamon, an den Flipnase, den Baltimore, an den Icarus, den Andy, den Danuvius, den Switchblade, den leckt's mir am Arsch. Also, ihr lest es auch nicht, lese ich auch nicht. Ja, also gut! Jeder fragt, wer ist Birger. Niemand fragt, how ist Birger. Unterstrich Birger KEKW. Unterstrich Birger KEKW. Unterstrich Birger KEKW. Warum nicht Birger LKW? Birger LKW wo? Herzlich und merci dir. Flea Frankie, merci für den Zwickel. Heute gibt's 3 Minuten Überstunden. Minimum. Minimum, Alter. Minimum. Was ist da wieder los? Was ist der Oldman Opa? Wie viele Opas haben wir mir, Kruzifix? Der Oldman, der Opa, dann der Opa, dann haben wir nur einen Opa, Kruzifix. Mehr als für 61 Monate, das ist sauber zu fair und du weißt das. Und du weißt das. Aber jetzt sag, gibt's schon wieder Mitgliedschaft umsonst! Mr. Deinem stinkt. Kuss auf die Nuss, welcome to the squad, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Jetzt haben wir jetzt auf mit der Rundunetterei! Okay, das letzte Mal mit der Werbung auf den Sack. So schaut's nämlich aus. Schau mal, ob der Vorstand da ist. Ja, du weißt es, aber es ist nicht. Ja, du weißt es, aber es ist nicht. So, jetzt pass auf, wie kann ich das machen? Hier. Wie Frau, Lautsprecher. Schluss! Haben wir schon lange nicht mehr probiert. Vorstand geht's, aber ans Telefon! Hallo! Klingt sie. Erwin Müller. Finally! Da, Vorstand, du musst sagen, dein Mann stinkt. Erwin Müller. Warum kann da nicht einmal was noch, wenn du 3-mal im Jahr gehst an das Telefon hin? 3-mal im Jahr. Kann da nicht einmal was Normales rauskommen? Erwin Müller. Du bist so geistig behindert, Haupt. Haupt! Die Frau ist so behindert, sofort. HBDRRRT. Ich weiß, es ist zu viel, aber das passt schon. Lucky, das passt nicht, kauft dir ein T-Shirt. Jetzt habe ich wieder 3/4 versammelt, weil die andere wieder behindert ist zum normal schmerzen. Alter. Firestarter, merci für 18 Monate. Niki, merci für subscribed. Also nur Moment einmal. Niki Smiley hat ein Abo dalassen und gleichzeitig Mitglied geworden. Damit bist du der oder die Erste, das weiß ich nicht. Aber es schaut sehr nach einem weiblichen Namen aus. Ich weiß nicht, was da los ist. Niki, kriegst du privat zurück. Pass auf. Oh, die war gut. Kuss auf die Nuss. Niki, merci für die Mitgliedschaft, dankeschön. Aber den Chat habe ich dir, Niki, habe ich dir, der meinem stinkt. So schaut's aus. Dominik Murkowski, merci für den Euro. Kuss auf die Nuss. Andal, merci für den Zwickelteam, merci für den Euro. Keiner, merci für 16 Monate. Lucky, merci für 25. Das ist 2 Schluss. Weil, es ist schon 6 nach. Wir haben ja sauber spät dran, müssen wir früher anfangen. Wobei, ein wenig Zeit schinden schaut halt nicht. Sag ich, Herr Gleibe, es ist, ich glaube, dass das Spiel nämlich nicht so allzu lang dauert. Da müssen wir ein wenig Zeit schinden. Das kriegen wir schon. Lucky, merci dir, das ist 2. Sapse, merci für 33 Monate. Löwensepp, merci dir. Habe dir, Bürger, bin gespannt, was das heute ist. Hashtag Kugelbar, Vollbier hell. Deine Donations lese ich immer noch, weil ich wissen möchte, was für Bier das zaufst. Was soll jetzt das? Was soll jetzt das?
Oh, jetzt weiß ich, was ich bin ja gerade am Jahresmerch zeichnen, jetzt weiß ich, was ich bei ihm vergessen habe. Was soll jetzt das? Ja, kommt drüber, kommt im Nachhinein drüber. Sonntag, Ruhetag, Kuss auf die Nuss, merci für den Euro, Mr. Condor, Blackmaster, merci für 120 Monate, Hanuta, merci für 130 Monate, Hashtag Erwin Müller. Da habe ich eine kleine Geschichte dazu. Ich finde es so geil, dass es drüber lacht, sie wisst überhaupt nicht, um was es geht, das ist so eine Piste. wieder amoi, weil i muas haha. Nein, muss nicht! Streamst VLL irgendwann Abi oder VLL Arc Raiders, wann's rauskommt. Ich hab da so einen Plan, jetzt weiß ich mich auch. Abi steht auf alle Fälle auf dem Plan. Also Battlefield 6, ja. Momentan bin ich ziemlich im Rage-Mode, weil das Spiel einige Probleme hat, die man wieder in der Beta und in die ersten 10, 15, 20 Stunden nicht bemerkt. Da können wir uns nach dem Stream drüber unterhalten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da einige Battlefield 6 spielen. Und Arc Raiders ist sowas, da kriege ich wahrscheinlich keinen von meinen Spätzchen dazu, dass er es kauft. Muss ich solo spielen. Das ist so ein Ding so mit, schmeißen wir uns in den nächsten Shooter hinein und eventuell machen wir da ein Video drüber. Ja, mal ein Review-Video oder so eine Mischung aus allem und was das eben ist. Schauen wir mal, Mr. Bazooka Joe, merci dir. Für 12 Monate Speckmaster, merci für den Zwickel. Tu weiter, ich muss kacken mit 2K. Mit 3K. Ja, was das eben ist. Leuchte, merci für 47 Monate. Erwin Müller, der neue Vorstand. Flo, merci für den 10er. So, aber so macht, Schluss mit Donations, das müssen wir jetzt schnell machen. Hier hat eigentlich jeder schon das neue Horrormotiv. Aber wie? Nicht. Sound hell, du Spacken. Hier, Survivors auf 2025 Oktober. Horror, Dingsbums. Macht meinen Job kaputt, Dankeschön. Gibt's als T-Shirt, Pulli, Tassen und alles, was du dir vorstellen kannst. Gibt's auch als Poster. Ende der Durchsage. Felix! Hab der bin einmal wieder da. Zeig's Mann, Felix. Zeig's Mann! So, was ich noch nicht gesagt habe. Hier muss der Bürgerwehr.de gehen. Ist wichtig. Ja? Ist wichtig. Ist wichtig. So viel zur Werbung in meinem Kanal. Herzlichen Glückwunsch. Es ist 8 nach 9. Jetzt pass auf. Kurze Geschichte zum Erwin Müller. Das ist super behindert einfach. Das ist die Frage, nimmt das vielleicht bei euch einen Witz, wenn ich erkläre, wo das herkommt? Eigentlich nicht, weil es absolut behinderte Scheiße ist. Flo! Arc Raiders ist ziemlich solo-friendly, weil es Solos versucht, mit Solos zu connecten und es funktioniert ziemlich gut. Woher wisst ihr das? Das Spiel kommt erst aus am 30. Oktober. Und es funkt ziemlich gut. Florian, warum wirfst du nur mit 10 an? Was ist da los? Kuss auf die Nuss, merci dir. Es ist zu viel und du weißt es. Kauf dich mal ein T-Shirt. Oder so. Merci dir. Schluss jetzt damit. Lass es mir erklären. Also, das war so. Wenn wir kochen wir getrennt voneinander. Erstens bin ich viel länger wach, wie sie isst, wann anders wie etc. etc. Aber wenn Lenzepp! So, ich probiere zurzeit am Aufbauspiel machen zum Probieren, mal schauen, wie lange ich durchhalte in Unity. Du versuchst der Aufbauspiel, viel Spaß. Ja, aber um Gottes Willen, das ist jetzt wieder so mit, ich habe ja auch mal angefangen, ich sag bloß Wimp, Alter, bis ich nach 3-4 Monaten gespannt habe, aber überhaupt keine Chance. Also wenn ich das so haben will, wie es ich haben wollen darf. Ja, vielleicht wäre ein Megabank rausgekommen. Wer weiß das schon. Da ich allerdings wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr streamen, sondern nur ja, was das ist. NX kommt irgendwann. Also jetzt mal so. Wenn ich koche, dann ist das meistens so um 6 Uhr. Ja, ich versuche, dass ich um 6 Uhr dann da sitze und ich oder koche und isst, dann bin ich so fertig um 7 Uhr. Damit das halt auch mit dem Stream auf die Nacht funktioniert und so weiter und so fort. Und zwischen 6 Uhr und 7 Uhr sitzt die Bürgerin meistens vorn, doomscrollt durchs Handy. Und was läuft da so auf RTL 2, irgendwelche Behindertenscheiße, zwischen Tüll und Tränen, erste Dates und was ist das andere noch? Was läuft da noch so? Das sind eigentlich die einzigen zwei, die ich da habe. Und irgendwie das perfekte Ding oder irgendein Scheißdreck. Und ich sitze halt dann meistens einmal so mindestens eine Viertelstunde da und muss mir diese Scheiße dann halt auch hören, weil ich halt vorne ist am Esstisch. Und wenn dann Werbung kommt, Schnauze jetzt, ich verzeih was! Kruzifix! Mir ist wieder ein Euro. Scharfe Häuslebauer, Butterbrot und Schnitzelklaue. Bürger baut den Scheißdreck zusammen, wir schauen zu und sind wir stramm. Hoch die Maß. Ich hab kein Maß! Jetzt gibt's halt eine Ruhe! Lass mich, ich will halt. Hab schon was da, jetzt ist ja wie? Das hast du nicht! Los mi I will heut haha. Ich hab Show Fost olle T-Shirts lol. Es hat 2 Beta-Tests so. und dieses Wochenende kommt a Free Weekend Server Stresstest. Das heißt, ich konnte das Wochenende schon testen. Fuck, ich muss fertig werden mit der Zeichnerei. Ich sag das, was es ist. Ich muss mit der Zeichnerei fertig werden. Flo, merci dir, Schluss jetzt damit. So, auf alle Fälle kommt dann da Werbung irgendwann. Und da kann ich nur so stumpf für meinen Teller einschauen und versuche zum Essen, natürlich kriege ich das mit. Und irgendwann kommt dann ich weiß nicht genau was für Werbung das ist, ich glaube für so Mebin oder Bad oder irgendein Scheiß.
Und es ist so ganz schlecht gemacht und schaut voll billig aus und am Schluss steht einfach dort www.erwinmüller.de und irgendwann ist sie so da gesessen so, hä? Schaut vom Handy so auf, Erwin Müller. Und ich sitze halt da und verteile mein ganzes Essen am Esstisch, weil sie einfach völlig random keiner sagt, dass eine Viertelstunde lang Erwin Müller. Und seitdem ist unser beider Insider Erwin Müller. Also jeder, der Erwin heißt, heißt aber jetzt Erwin und jeder, der mit noch einem Müller heißt, heißt Müller. Und wenn du Pech hast und beides gleichzeitig hast, dann hast du halt Erwin Müller. Die Fresse Behinderte. So! Alert Sounds aus! Der Erwin! Ist gut! Oder das? Erwin Müller. Ich weiß, mir fällt nur leider Gottes gerade nicht ein, was für eine Werbung das genau ist. Aber es ist so geil schlecht. Es ist so geil schlecht billig gemacht, als das auf Niederbayern TV oder so laufen. Ja? Da sagt ja keiner was, da ist ja kein Budget nicht da für sowas. Aber das ist eine Billo-Werbung für irgendeinen Online-Shop mit www.erwinmüller.de. Ja, was weiß ich. So, meine Damen und Herren, Schluss jetzt. So, haben wir 2 Minuten haben wir schon geschunden. Meine Damen und Herren, die Ansage im Oktober ist stets die gleiche. Bitte stellen Sie Ihr Licht auf maximale Lautstärke und Ihren Sound auf die höchste Helligkeitsstufe. Ich weiß das nicht. Natürlich stellst du das Licht auf die niedrigste Lautstärkenstufe. 0. Ja, wenn Minus geht, Minus. Und wichtig ist, dass der Headset aufsetzt. Wichtig ist auch, dass Herrin am Boden sitzt, ohne Hosen. Wenn du da heute hast, dann feit nichts, die putzt den Scheiß dann schon zusammen. Wenn du eine hast, wenn du keine alte hast, legst du eine Zeitung unter. Was auch geht, alte Schulhefter, Schulbücher, die kosten nichts. Und haben wir ansonsten noch so, hier Softies haben wir da, Sicherheitsunterhosen habe ich heute keine. Ich habe einen Sicherheitshandschuh hätte ich da liegen. Schauen wir mal. Ja, den kriegen wir schon. So. Ich tue mein Mikrofon weiter weg, dann könnt ihr auftreiben, verstehst du mich? Sound hell, Bitches. Wir spielen mal heute der Cabin Factory. Heiselfabrik! Ich habe absolut keine Ahnung, was das soll. Ich weiß bloß, dass man auf einen Knopf drücken und dann vor der Heisel rein. Was das soll, das weiß ich nicht. Wir werden es herausfinden. Start. Willkommen bei der Cabin Factory Corporation. Wir von der Cabin Factory sind stolz auf unsere hyperrealistischen Horrorhütten für Filmsets und Themenparks. Sie zählen ab heute zu unseren Hüttenprüfern. Herzlichen Glückwunsch! Aufgrund eines kürzlichen Rechtsstreits über die Falschbehauptung, dass es in einigen unserer Hütten spukt, ist es nun Vorschrift, dass jede Hütte inspiziert wird, um die Sicherheit aller Benutzer zu gewährleisten. Es ist wichtig zu unterstreichen, dass die Behauptung falsch ist und keine Beweise dafür vorliegen, dass das Unternehmen Schuld an ernsthaften Anomalien trägt. Wir sind davon überzeugt, dass Sie diese Inspektionen gründlich und professionell durchführen werden. Die gesamte Cabin Factory Corporation Familie wünscht Ihnen einen herrlichen ersten Tag als Hüttenprüfer. Durch Betreten dieses Aufzugs akzeptieren Sie sämtliche Bedingungen Ihres Vertrags. Diese können ohne Vorankündigung geändert werden. Ich finde auf alle Fälle lustig, unser Rechtsaugen, von uns aus gesehen das linke Augen, pass auf. Ich sag was, ich sag nix, ich sag was, ich sag nix, ich sag was, ich sag nix, blind. Blind, nicht blind, nicht blind, nicht blind, blind, nicht blind, blind, nicht blind. So, Alter, was ist das für ein Maus, Sensi? Bist du komplett geschockt im Hirn? So, mal. Optionen. Steuerung. Gibt es da keine Maus, da kriege ich einen Vogel, Alter. So Psuffe. Kameraempfindlichkeit 1, das ist 1,0. Da machen wir da einmal 0,1. Hätte ich vorgeschlagen. B, wie übernehmen. Also B geht auch nicht. Ja, gut, dann. Schauen wir mal. Wieso ruckelt denn das so kreislich? Was ist denn da wieder? Wieso haben wir mit bloß 60 FPS? Bist du Psuffer? Ich habe extra 144. Maximale Bildrate unendlich. Übernehmen. V-Sync aus. Randloses Fenster. Der Mama ist ein randloses Fenster. Wir kriegen trotzdem bloß 60 FPS. Was ist denn mit dem Spiel los? Haben wir schon wieder irgendwas eingestellt? Was ist denn da schon wieder? Benutzer definiert, machen wir hoch, muss klar. Übernehmen, hoch. Jetzt haben wir beieinander schon. Ich bin dermaßen flüssig, dass das ist. Schluss jetzt, Stummlerkeit, mir ist wieder entwickelt. Wo ist Heisel? Wir werden es herausfinden. So, machen wir uns einmal nicht so dumm lustig, weil es ist Stock. Ob wir da schon haben?
Okay. Gut. Ui, oh, was ist denn das Kopfgewackel? Bist du besoffen? Ja, gut, wir haben schon sehen. So, was steht da so? Shift zum Rennen. Wieso muss ich nie rennen? Wie groß sind die Hütten, die da kommen? So groß können die nicht sein. Inspizieren Sie die gesamte Hütte. Fort! Was ist los, wenn ich erst mal lesen? Clear, Danger. Sollte es spuken, so machen Sie unverzüglich kehrt und drücken Sie Danger. Wenn es sicher ist, drücken Sie Clear. Jegliche Bewegungen bedeuten, dass es in der Hütte spukt. Wenn sich nichts bewegt, spukt es nicht. Aha! Shift zum Rennen. Ich sag, da spukt. Es Kann ich springen? Nö. Ja gut, gehen wir da rein, ich werde schon nichts fein. Das ist mies, Alter. Fick dich doch. Das ist Schuhe vergessen. Da steht schon wieder jemand, aber das ist bloß wieder irgendein geschissenes Beitel für einen alten Brunskauch wie der Hex. Kruzifix. Tobias Weber, mir ist wieder ein Ziel für Glück der Unterlag. Wir werden sehen, was muss ich denn da? Achso, es geht einfach so auf oder so. Oh, tolles Schattenspiel, schaut überhaupt nicht aus wie ein Spinn. Weg. Kette ist es so. Ich da wieder. Okay, ich komme da einfach wieder aussehen. Das heißt. Okay. Mich durch die Jumpscares, oh. Wie Jumpscares, oh? Was? Was ist. Was? Fuck you and see you tomorrow. So. Es kommt davor, wenn man seinen TNA Pro Gamer Heim nicht aufhat. Ihr Fotzen. Sag's noch, wie es ist, Birger. Sag's noch, wie es ist. Zurück. Weiter. Ja, freilich, steht ja, Kim. Was soll jetzt schauen? Bruder, da sitzt einfach jemand. Da ist der Feier. Ich weiß nicht so recht, nach was ich schauen muss. So, das irritiert mich. Kann man ins Scheiß aus eigentlich? Ne? Ist das Scheiß aus? Ich weiß. Muss jetzt hier da drin nochmal nach, ich weiß nicht, nach was ich schauen muss. Und wir werden es rausfinden. Wie, ihr sagt es mal im Chat, Schnauze halten. Muss ich mir da jetzt Sachen merken und einfach durchgehen und schauen, ob dann, was weiß ich, der Eimer da hinten woanders steht? Wood. Verstehe nur Pro-Gamer. Oder muss ich schauen, ob sie da aktiv irgendwas rührt? Da ist ein Eisbärli. Eisbärli? Eisbärli? Was machst du? Was machen Sachen? Also bitte? Wo zirkt's denn eigentlich so einer? Das ist ein Wahnsinn! Oben oder was? Was ist mit ihm eigentlich?
Ist das Standbild oder... Ja, schaut ein wenig zwider. Ein wenig zwider schauen oder schon? Man sagt das, draußen ist es hell. Das kann nicht so schlimm sein. So, jetzt ist die Frage, was wir da treiben damit. Das ist... Der Vorstall! Oh ja, ja, für Eisbärli und der Vorstall schon hier, ja. So, was nehmen wir mit dir? Kann ich treten? Kinder treten! Kann ich überhaupt nicht mehr... Ist kein Spoiler, muss man aber wissen, die erste Hütte gehört so und passt, ist das Original. Ich hab's ja schon fast gedacht, dass da jetzt bei der ersten Hütte dem Spielprinzip nach nicht recht viel passieren sollte. Ich mag es natürlich nicht verschreien, aber so, muss ich die jetzt auswendig lernen und wenn ich in die nächste Hütte reingehe, wenn irgendwas anders ist, muss ich sagen, schlecht! Schlecht! Die Hütte ist schlecht, die ist angelaufen! MHD, weit überschritten, weit! Du wirst es merken, okay. Alles klar. Erst einmal die Brillenbrille aus dem Fenster rausgeschaut. Die Hütten ist aber nicht sehr groß. Was soll denn da schon passieren? Sag, was soll denn da passieren? Hallo, hier gerade. Wir haben schon 2,5 Wochen. Horrorspiele im Knack. Falls du hinterm von nichts. So, clear, hätte ich gesagt. Clear, oder? Push den Clear-Button. Weißt du, ich hab's richtig gemacht. Was passiert, wenn ich es falsch mache? Da hinten waren noch kleine Hütten draus. Gesehen? War das da jetzt mal dieselbe Hüttenvierer oder? Das werden wir rausfinden. Jetzt warte mal, jetzt muss ich da aber noch mal schnell schauen. Da komme ich nicht vorbei. Da hinten war noch ein Baby. Da war Babyhütten an der großen Hütten. Ein Babyhütten an der Babyhütten. Oh. Okay. Wir müssen nur schauen, ob sich was bewegt. Hat auf dem Ziel umgeheißen. Das Feuer bewegt sich. Was ist das denn? Hallo? Jetzt hat mich der weiße Fleck, da hat mich jetzt kurz... Eisbärli? Ich meine, ich weiß nicht, wir müssen den Sachen anschauen, so! Muss ich jetzt eine Viertelstunde einen Mexican Stare-Off mit einem Eisbären machen, oder was? Was mit dir? Hallo? Bewegen Sie die Augen oder ist das dieser Beitel-Effekt, der einen Namen hat? Weiß ich nicht, Digga. Jetzt gehen wir da mal ins Eckkind, da kommen wir da überhaupt ins Eckkind rein, ja. Da haben wir einen guten Überblick, da war jetzt nicht, da zieht es nicht so. Das mit dem, das gefällt mir nicht. Nein, das gefällt mir nicht. Geht die Tür gar nicht auf, oder geht das so, oder was ist der Plan? Da ist der Besen. Besen. Der bewegt sich nicht. Hat sie bewegt! Ist das gut oder schlecht für mich? Was wird denn, wenn ich mir jetzt einfach das Dirndl runterziehe? Du kleiner Hurensohn, was du kannst, kann ich auch. Bloß in Blau. Spacken. Übrigens, ich scheiß da auf den Kopf auf, da, hier. Raus, Dinge. Ich geh raus, Dinge. Passiert dann da was beim Rausgehen? Ich geh raus und sag, es war schlecht. Ist das blau? Ich sag, es war schlecht! Schlecht! Danger! Was haben wir bloß 8 Hütten und das ist eine Viertelstunde? Was werden wir dann? Alles ansehen, ans Original denken. Ja, ja, das tue ich schon. Radio. Das verheerende Feuer, durch das eine Familie bei lebendigem Leib verbrannte, ereignete sich in einer abgeschiedenen Waldhütte. 2 kalzinierte Leichen wurden am Sonntagabend gefunden, nachdem 3 Wanderer eine gewaltige Rauchsäule bemerkten und sofort den Notruf wählten. Als die Einsatzkräfte Minuten später vor Ort eintrafen, brannte das Feuer noch. Unseren Quellen zufolge wohnte eine 4-köpfige Familie in der Hütte, Mutter und Vater mit 2 Kindern. Die Polizei bestätigte, dass es sich bei den Leichen am Unglücksort um die Eltern handelt. Die 2 Kinder, ein 10-jähriges Mädchen und ihr 6 Jahre alter Bruder, konnten bisher nicht in der Umgebung gefunden werden. Die Brandmeisterin der Feuerwehr erklärte, dass die Suchaktion fortgesetzt wird und äußerte sich zuversichtlich, dass die beiden lebend gefunden werden. Noch ist unklar, wie es dazu kam, dass die Eltern in ihrer eigenen Hütte festsaßen, aber laut Polizei liegen Hinweise auf Brandstiftung vor. Die strafrechtlichen Ermittlungen laufen. Seht ihr es jetzt schon als schlecht abgelaufen oder nicht? Hört auf!
Das verheerende Feuer, durch das Ach, eine Kruzifix. Familie bei lebendigem Leib verbrannte, immer ereignete sich wieder. Ich weiß, in jetzt zeigt einer das alles bewegen. Ich weiß es auch nicht. abgeschiedenen Waldhütte. 2 kalzinierte Leichen wurden am Sonntagabend gefunden, nachdem 3 Wanderer eine gewaltige Rauchsäule bemerkten und sofort den Notruf wählten. Tolle Als die Geschichte, ich glaube, da fällt 14 nichts. Minuten später Fällt da was, vor ich weiß Ort nicht. eintrafen, brannte das Feuer noch. Unseren Ich sehe nichts, Quellen was sie redet. zufolge wohnte eine 4-köpfige Familie in der Hütte. Aber das ist auch nicht normal, dass der da Vater läuft und nicht... 2 Kinder. Die Polizei Wie durch ein bestätigte, Wunder kamen dass es alle sich bei ums den Leben. Leichen am Unglücksort um die Eltern handelt. Die 2 Kinder, ein 10-jähriges Mädchen Hey, und drück ihr jetzt mal auf 6 Jahre Clear. alter Bruder, Ich glaube, da fällt sie konnten nichts. bisher nicht in der Umgebung. Das ist ein guter Ton, das ist ein guter Ton. ISO clear. Riese Mikey, ja. So. Ich gebe mir nochmal Brief und Siegel, dass jetzt nicht alles clear ist. Hallo? Also, da geht's schon. Eisbärle? Chill mal. Was, da ist irgendwas Grünes. Was? Irgendwann grün ist gut. War das ist das jetzt ein Topf? Ich glaube schon. Ich glaube, ich hab's schon verstanden. Ich glaube, ich hab schon... Oh, wir müssen mal wieder... Warte, ich muss es so zeigen. Damit es mir glaubt. Hier, 72. Okay. Was auch immer das für eine Scheiße war, wir haben gestorben. Ich glaube, ich verstehe es schon, Run and click danger. Und wir müssen mal aufhören. So, jetzt warte mal. Haben wir jetzt wieder am Anfang oder was? Warte mal. Bruder, müssen wir wieder jetzt von vorne fangen! Okay! Was? Bewegung schlecht und schnell raus. Okay, verstehst schon. Ich verstehe schon. Jetzt schauen wir mal, ob das... Gehen wir mal einmal ganz... Ah! What? Es wird alles gut. Aber wir müssen weg von ihm. Ab nach Hause! Tschüss, schön wieder! Tschüss! Ja, was? Was? Da sitzt ein Kind unter der Treppe und sagt mir, ja, es wird schon alles gut in der Erwachsenenstimme. Freilich, verkauft man! Mit dem MHD verlängern bis 2035. Ja, ein Solo ist wieder ein Fünfer. Schluss. Unter die Spiele wird nicht rein donated. Kuss auf die Nuss. Ja, aber... Verstehe ich nicht. Ich hab gesagt, schnell raus. Na! Ah! Ich will raus! Ja! Okay, alles klar. Jetzt klang's mir. Ich hab's schon verstanden, was jetzt passiert. Okay. Okay. What? Ich geh einfach rückwärts rein. Wo bin ich jetzt? Was? Leck. Okay. Brother. Wir werden es herausfinden müssen. Kann ich mit irgendwas interagieren? Da was deren... Ich geh jetzt da einfach eiskalt hin, sagst du, es ist... Ah ja, ganz toll. Ich gebe dir. Nein, ich geh da lang. Schluss jetzt mit rumdonaten. Fridolin, merci dir.
Verdammt nochmal! So, das ist Colgate. Colgate. Wie gesagt. Was glaubst du, was dich draußen erwartet? Absolut gar nichts. Du willst gehen, Greta? Von mir aus. Gerne. Aber dein Bruder bleibt hier. Und es wird ihn gar nicht freuen, wenn er hört, dass du ihn im Stich lässt. Nee. Geh und lass deine arme Mutter im Stich. Da mach ich eine. Rechtes Auge. Blind wieder sehen, blind wieder sehen, blind wieder sehen, blind wieder was sehen, blind, 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 blind. No. Was ist jetzt? Ich lauf. Ja, was? Ja, was? Was? Renn! Mach ich den Ding. Wie soll denn der ausweichen? Wo soll ich nie schmecken, dass ich zum Gehen anfängt? Fix! Rein in die Bude jetzt! Rühr dich auch nicht! Okay. Raus, Bewegung, raus. Ja, ich hab schon verstanden. Wenn irgendwas komisch ist, so schnell wie es geht verpissen. Gar nicht lange umeinander pimmeln. Tschüss dann. So, da schaut eigentlich alles ganz gut aus. Das schaut eigentlich solide aus. Drücken wir mal auf Clear. Hätte ich jetzt vorgeschlagen. Das ist der OG-Hütten. Clear. Müssen wir genauer schauen. Das kann sich alles bewegen. Die Tiere da vorne, der Stuhl, Eisbär, Bett, keine Ahnung. Das Shade, ist das da? Da habe ich nicht aufgepasst, ob das da die ganze Zeit schon so ist. Oh, das gefällt mir nicht! Auf alle Fälle irgendein komischer Sound, der da vorher nicht war. Was kann sie noch alles bewegen? Kann sie die Puppen bewegen? Schon wahrscheinlich irgendwann einmal. Das schaut jetzt clear aus. Das wird eine lange Viertelstunde. Ja, Herr Mitchell, das habe ich auch sehr schnell festgestellt. Also ich habe jetzt nichts gesehen, was sie bewegt. Also wirklich gar nichts. Es geht wirklich nur um Bewegung. Also wenn da der Sound ist oder das Dirndl da unten drunter steht und sie nicht bewegt, dann ist das schlimm. Ich darf jetzt wieder mal sagen... Was heckst das? Wir müssen das 8-mal hintereinander richtig haben, dann haben wir es durchgespielt. Verstehe ich das richtig? Super! Super! So! Hallo? Ja. Bewegst dich, du. Ja, aber da hinkehren tust du halt auch nicht. Aber auch um Änderungen, die du siehst, zum Beispiel statt am Frosch ein Bär. Ja, weiß ich nicht. Zeit statt einem Bär, ein Riesenbär und ein Mietz. Ja, ich weiß nicht. Raus! Ich geh raus! Das muss ich jetzt herausfinden, ob das schon gelangt. Raus! Totaler Kass! Also muss ich wirklich, das müssen wir herausfinden, speziell drauf schauen, ob sich irgendetwas bewegt. Feierzeit nicht. Ja, gut. Rührt sich nix. Und das OG-Haus haben wir ja jetzt doch schon ein paar Mal gesehen, gell? Fröschchen ist auch gut. Steht am Zettel bei den Schulter, das stimmt. Den hätten wir sogar gelesen. Es darf sich alles... So wie kurz gemeint, der Frosch hat seine Augen bewegt hat.
Er bewegt sich! Huren! Geh mal! Raus, hat's geheißen! Raus! Der hat sich definitiv, wenn sich der nicht bewegt hat, dann weiß ich nicht wer! Das sag ich doch! Der Huren! Alter, ist das eine Scheiße, Alter. Alter, wer kommt denn auf? Das ist eine richtig geile Idee, Mann. Das ist eine richtig starke Idee. Wer kommt denn auf so einen Scheiß? Wer lässt denn sowas einfach? Und was mir mal am meisten fasziniert ist, die hat sogar deutsche Sprachausgabe, Alter. Na gut, schauen wir mal. So. Erstmal da ist da was los. Da was los. Merli, schaut's gut aus. Na, der Kasten ist anscheinend normal. So, nochmal. Bewegt sich nicht. Schaut gut aus eigentlich. Fenster auch beachten. Ja, wenn sich der Vorhang rührt, gell? Alles, was sich bewegt, bloß kein Licht und kein... Oh no. Raus, bevor die wieder das Geo fängt. Ah! Geht's wieder! Ah! Oder wenn außen jemand vorbei bewegt. Ja, alles, was sie irgendwie rührt. Ja, die alte schon stehen, die Misthur, die Kreislige. Und jetzt ist es nicht im Beitel drin, ich sag's genau. Du Kacknudel! Also sie fangen auf alle Fälle ab. Also die Tiere von selber bewegen? Nein. Hallo? Ja, jetzt ist die alte nämlich weg. Sobald wir die sehen, wird's zum... Oh shit. Oh shit. Also ist das Termine Partner? Kennt mich. Jetzt bewegt sich aber nichts. Oder? Das ist mies gemacht, Alter. Fick die doch. Ich glaube, dass grün ist. Ich sag, dass grün. Ich hab die ganze Zeit Angst vor der Alten, dass die wieder irgendwo steht und mir nachläuft. Hör auf! Ich hasse den Scheiß! Also anders ist ja einiges. Ich meine, es ist sehr offensichtlich, aber bewegen tut sich nichts. Ich würde sagen, es ist grün. Grün! Obwohl es sehr unangenehm ist. Absolute Schweinescheiße. Haha! Haben wir es gleich durch! Nur noch 5-mal Dusel haben! So, sie ist wieder drin. So, aber schauen wir aus. Oh, ist das mies. Es ist so simpel, aber Genie... Muss ich mir sie jetzt mal anschauen, oder? Ich meine, ihre Augen bewegen sich natürlich durch... Das ist eine bestimmte Art und Weise, wie man Augen zeichnet. Das ist nix. Unsere dritten hoch der keiner. Das ist eigentlich alles, was ich anschauen muss, gell? Schaut eigentlich gut aus. Gehen wir eigentlich immer straight zum Sprinten anfangen, wenn wir mit da oben gehen. Ich glaube, es schaut gut aus. Darfst du ja nicht vergessen, dass das Räume für Horrorfilme sind. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, was du damit sagen möchtest. Jeder jetzt da auf Clear drückt. Clear as fuck! Ah! Was? Pupille genau in der Mitte des Auges wie bei Leonardo da Vinci. Das hat einen bestimmten Begriff. Was passiert, wenn du falsch drückst? Dann gehen die Lichter wieder weg und ich muss mir nochmal 8 Hütten anschauen, bis wir 8 nicht richtig haben. So verstehe ich das. Brother,
Es kann sein, dass sie auf dem Tisch was bewegt oder unter dem Meben. Vielleicht müssen wir die Sachen ein bisschen genauer anschauen da. Oder können die Tiere da auch wippen. Oh, das haben wir noch nicht so genau herausgefunden. Ich bin auf alle Fälle fort, das bin ich auch fort. Das ist alles, was ich weiß, aber ich glaube, jetzt wird sich nichts. Sonst zeigt man ja nicht, es ist stockfinster alles da. Von wegen einer Stunde da, man morgen noch da. Kann gut sein, Puni. Bin ich ja eh schon zufrieden. So. Ich hätte jetzt gesagt, das ist clear. Dann lesen wir noch mit den Zettel, wenn das nicht stimmt. Ist das jetzt eine Abweichung, wenn der Alte vor dem Fenster steht? Ich glaube halt nicht. Also ansonsten, es war ja absolut obvious. Ich sage, es ist clear, weil sie nichts bewegt hat. Es ist nichts in motion. Sollte es spuken, so machen Sie unverzüglich kehrt und drücken Sie Danger. Ah ja, das unverzüglich, das sollte man fett und unterstreichen. Wenn es sicher ist, drücken Sie clear. Jegliche Bewegungen bedeuten, dass es in der Hütte spukt. Wenn sich nichts bewegt, spukt es nicht. Also klarer kann man es eigentlich nicht hinschreiben. Grüß Gott, ich war jetzt wieder da. Rührt sich da was? Also Ton spielt auch keine Rolle. Wenn es oben schäbert... Oh, der Alte ist nicht da. Der Alte ist nicht da. Bewegt sich da was? Dem wackelt nicht einfach einmal die Tiere da ein bisschen umeinander oder so. Nein? Okay. Oder der Schaukelstuhl, wenn sie rührt, die Vorhänge, wenn weichen. Irgendwas, wenn sich bewegt. Dann ist Achterbahn. Dann ist schlecht. Oder die Hoden da oben vielleicht. Ja, Froschi bewegt sich auch nicht. Es ist halt so mies, weil es die zwingt, gewisse Dinge genau anzuschauen. Und das ist halt echt eine ziemliche Schweinescheiße. Ich weiß ja nicht, was da im Eck hier hinten, was das da soll. Ich kann sich das Ding auch bewegen, oder? Ich würde sagen, es ist clear. Das spannt vielleicht schon. Ja, voll! Das ist die mieseste Scheiße seit langem! Ich sage, es ist clear. Ach komm, leck mich doch am Arsch! Ah! Kannst mich so am Arsch lecken mit deiner Scheiße! Was du denn dann? Was dann? Muss ich hinterm Haus nach die Schalter suchen oder was? Kruzifix. Kruzifix. Rechtes Auge, linkes Auge, blind, 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 blind. So. Shift ist laufen. Ja, aber was zu lang drin? Oder nicht das Mikro vordere. Oh, leck Bier, ich wollte schon immer mal den Gegurgel hören und singen und fühlen. Einfach einmal die Schalter gemobst. Ja, aber was hätte denn da jetzt da? Also, jetzt mal ganz kurz, da mag ich jetzt gespoilert werden. Was hätte denn da jetzt da sollen? Das ist ja sicher ein Tod. Ich meine, wie soll ich denn von dem da davonlaufen? Ich meine, natürlich kann ich da eine Viertelstunde um den Kasten kiten, aber dann in Aufzug laufen. What? Das will ich jetzt testen, ob der aufgeht. Okay, wenn die Dinger weg sind, der geht ja gar nicht auf. War der auf? Hab ich natürlich nicht aufgepasst. Speeder, mehr als 460 Monate, Kuss auf die Nuss. Fridolin übrigens, sorry, spät. Was ist denn das? Das Gute ist nur, wenn du jetzt mal neu starten musst, weil dann können die spät sind, auch mit. Ja, ich donate trotzdem Bussi auf die Sippe. Merci dir. Schluss damit. Das mit dem Mo ist einfach nur Verarsche. Ja, denke ich mir auch. Also. Alles klar! Tschüss dann! Danke du! Okay, der war leicht. Danke du! So! Hallo? Hallöchen! Ja, aber easy, Alter. Ja, gar nichts für ein Programmer. So, wenn der Alte nicht da ist, ist schlecht. So, der Alte ist aber da.
Bewegt sich da was? Nein. Bewegt sich die Bettdecke? Wenn das da, ich riech bis daher. Ich riech, es hat einen Grund. Ja. So wie jetzt was ist. Es hat einen Grund, warum das Eck da hinten stockfinster ist. Damit ich hingehen muss. Irgendwann. Mark my words. Ist das Ding oft, bewegt sich und macht irgendeine Scheiße. Ist da im Eck hinten eigentlich irgendwas, was ich nur sehe, wenn ich ganz hinterher gehe? Nicht wirklich, gell? Da bewegt sich nichts. Das Bild? Mein Bild? Bewegt sich da was? Nein. Das Beitel bewegt sich aber auch nicht. Auf der Augen müssen wir schon gescheit aufpassen. Ich mag es ja gar nicht zu lange anschauen. Wieso schaut das Ding überhaupt? Länger oben, 2 Sekunden! Hodern! Beweg sie, du Hodern! Oh ja, keine Scheiße nicht da hinter mir. Oh. Da bewegt sich was. Verpiss dich. Ja, tschüss dann. Ich laufe. Miau. Miau. Oh, danke du! Kannst du mir mal, das wird jetzt absolut durchgeprogramt. Dann können wir mir früher heimgehen. Aber durchhalten ist Feierabend! Hab ich gesehen, wenn irgendwas quietscht, bin ich sofort fort von hier. Fuck. Sound zählt nicht, gell? Sound zählt nicht. Ruhig. Vielleicht sehen wir vorher irgendwas bewegen. Wenn die Alte nicht im Beitel ist, das heißt nichts Gutes, ich muss wieder vor jeder voll laufen, ich mag nicht. Wo ist das Telefon? Ah. Notrufzentrale, wie können wir Ihnen helfen? Oh shit. Verstehe. Wir können wieder aussehen. Aber Sie haben dich Hier, bestimmt raus. lieb. Raus. Eltern haben es manchmal Raus. schwer. Ha, raus! Noch etwas für Danke du! Da. Ah! Ah! Alter, was das für eine beschissene Panik verursacht. Wenn du merkst, dass irgendwas ist, ich kotze, Alter. Es gibt, ohne Schmarrn, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, was mir, also mein erster Endboss sind auf alle Fälle diese Alien-Grey-Typen und das zweitschlimmste in Horrorspiele ist, wenn du nichts sagst und meinst, du wirst verfolgt und hörst hinter dir das Getrapse. Das ist, ohne Scheiß, ich könnte kotzen. Wer noch nicht gesehen hat, ich glaube, es ist im zweiten Teil. Scheiße, wie heißt der Horrorfilm mit der Puppen? Nicht Annelies. Annabelle. Annelies 2 schon gesehen. Oh, I think I downloaded the wrong Annabelle. Na, in Annabelle 2 kommt das ganz oft vor, dass da passiert nichts, aber du hörst Getrapse, das von hinten her. Das ist das absolut Schlimmste, oder? Das ist das absolut fucking Schlimmste. Da läuft es mir so hart Gänsehaut, dass alles zu spät ist. Da erschricke ich nicht, da kriege ich eher eine Panik, dass du einen Vogel kriegst. Erwin Müller 2. Vollidiot, jetzt halt sein Maul. Ich sehe schon, gehen wir beim letzten darfst du wieder von vorne fahren. Du bist mir scheißegal, das ist eine unglaublich gute Idee. Das ist eine unglaublich gute Idee, oder? Eine absolute Panik-Scheiße. Du kommst rein und denkst, oh, ich kenne die Scheiße mit auswendig, Alter! Dann steht da. Also noch ist alles cremig. Jetzt sehe ich auf einmal auch da hinten. Jetzt sehe ich auf. Was ist anders? Irgendwas ist anders. Ich weiß nicht, was anders ist, aber irgendwas ist anders. Da bewegt sich noch nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich einfach länger herinbleiben muss, bis ich was rieche. Haben wir alles noch nicht so ganz genau rausgefunden. Aber du schaust mir nicht schon wieder nach. Ne? Schaut eigentlich auf den ersten Blick clear aus. Weißt du, was das mies ist, weil du so genau umeinander schaust? Und mit dem kannst du als Spieleentwickler spielen ohne Ende. Schaut mich clear, oder? Ist das clear? I think, was sagt ihr, ist clear? Ich sage, es ist clear. Hat er gerade ein Gesicht oder täusche ich mich? Miss Snow? Ich weiß es nicht, lass mich bitte in Ruhe.
Von hier mit Müller was anderes ist. Ich sag das clear. Clear! Haha! So, was wir jetzt aber schnell machen müssen, ich muss mich wenig mit der Maus absitzen, muss dann kriege ich eine Vogelsteuerung, ne, Gameplay. Machen wir da mal 15. 15, halt, stopp. Ja, besser. Besser kriegen wir schon hin. So. Wir haben Halbzeit, Kinder, Halbzeit. Rein in die Bude. Mann, macht es mal einfach. Kann den Depper da noch mit die Puppen vorbeiziehen, dann ist es einfach. So. Jetzt sehe ich wieder nicht mehr dahinter. Was das denn? Was ist? Dieses Mal nicht. Und alle, die vorher nicht da waren. Selber schuld. So, wir haben schon wieder sauber zu lange in der Bude herin und wissen wir nicht, was passiert ist. So. Ich sag nichts, was sie redet. So, Jessica hat gefreut sich. Ja, hier geht's da. Tschüss! Ah! Oh no. Ich laufe mal weiter. Ja, tschüss! Tschüss! Ich geh zur Tür. Ich muss hier raus. Das ist meine Baustelle, hier wohne ich. Und raus aus der Bude. Ja, tschüss dann. Mhm. Dangaru! Haben wir schon vor da. Es ist ein bisschen schade, weil ich mir nichts anschauen kann, aber das ist mir wurscht, ich bin weg. Ich bin raus aus der Nummer. Wenn wir nur noch 3. Wenn wir nur 3 richtig haben, haben wir es durchgespielt. Komm, ich will absolutes Pro-Gaming sehen, dann bin ich erlöst für heute. Aber was sehen wir da jetzt? Ich meine, das bewegt sich, das Ding, oder? Das bin ja ich. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich schau trotzdem auf. Ich schau auf. Danger sagen, oder ich sag Danger, ich geh sofort raus. Sofort raus! Raus! Danke, du! Oh, 2 noch. Aber was der man dann? Was spielst du überhaupt? 5 von 1. Das ist der kürzeste Stream ever. Okay, heute erst einmal mal beim letzten verkackst sowieso. So einfach, wenn es mir nicht machen, dass der Schaukelstuhl einfach wackelt, oder? Aber nicht das Gefühl. Oh Gott! Was auch immer es war, danke du! Oh Gott! Okay, fick dich doch! Okay, leg mich doch am Arsch in der Mund! Okay, fick dich doch! Okay, leg mich doch! Warum denn? Oh Gott! Zitronenbaum! Kleine süßen Kotzbabys oder süße Pinguine. Wo, Birger, wo? Erst wenn wir es durchgespielt haben, Alter. Erst wenn wir es durchgespielt haben. Zitronen, merci dir. Oh. Muss ich dir über mein Hauberl richten, du. wo an? Ich brauch die Meme-Buttons unbedingt. Ich brauch die Meme-Buttons unbedingt. Danke, du! Und I'm in danger. Oh no! So. Ich sag doch nur Pro-Gaming. So, hier. Bewegt sich das Holzbrett? Nein, warum nicht? Kim, bewegt sich was? Hopp, hopp.
Mitchell, Birger klingt wie Marvin von Caroline zu Hause. Nein, das kriege ich nicht hin. Wobei das der lustigste Schrei ist auf diesem Planeten, da gebe ich dir recht. Deswegen bin ich jetzt ja nicht best, dass mitten unterm Spiel schon wieder rumdonated wird. Schluss. Lasst mich konzentrieren jetzt. Lasst mich konzentrieren jetzt. Du wirst mir nicht erzählen, dass die letzte Bude clear ist. Das brauchst du mir nicht erzählen. Brauchst du mir nicht erzählen, mein Freund. I don't trust you. I don't trust you! Mitch! Mann, ich mag sie verkacken. Sicher, dass sie nichts rührt. Das Ofendill. Das hat sich nicht bewegt, das ist die ganze Zeit schon auf. Das Licht drin zählt nicht, das haben wir schon, das ist die ganze Zeit schon. Aber irgendeine... Bewegt sich nicht, das ist clear, meine ich so halten. Ich sage, es ist clear. Ich sage, es ist clear. Clear! Schau dir mal die Finger von dem Typen an. Du magst gar nicht so genau anschauen. Weiß ich nix. Ich sag clear! Clear! Clear that shit! Was? Das ist doch verarschen! Wie? Aber warum? Hol mich, weiß ich noch nicht, wenn man beste Viertelstunde ever. Oh, shit, here we go again. Oh no! Aber was war da jetzt? Und dem Bett-Vibes? Wie, was war denn am Bett war? Wie am Bett war was? Grüezi, fix, jetzt steht die Scheißbude am Kopf um. Ach, geleck! Was war denn am Bett? Ach. Im Dunkeln wahrscheinlich, das ist mies. Ja, aber gut, ich kann doch nicht jetzt mit da in das Stockfinster hinter. Also kann ich schon, aber mag ich halt nicht. So ist das auch normal. Muss ich da jetzt auch was reden, dass ich sage, da stimmt was nicht, oder? Ja, gut, wir werden schon finden. So. Irgendeinen komischen Sound hier schon. Ihr sitzt halt da so. Produktionsfehler. Du, Entschuldigung, die ganze scheiß Bullstelle am Kopf. Aber es rührt sich halt nichts. Ich sage, es ist clear. Also normalerweise darf ich sagen, es ist Danger, aber was soll das denn? Aber ich sehe nichts, was sich bewegt. Ich hätte so gerne Taschenlampen. Ich sage jetzt mal clear. Dann haben wir beim ersten Mal ist wurscht. Hol ich mir Messer für den Zwickel. Ach, in der Viertelstunde sind wir durch! Freilich! Mit Anlauf sind wir wieder durch! Oder so, also machen wir absolutes Pro-Gaming. Schnell checken machen wir jetzt. Nein, natürlich nicht. So. Müssen wir das Bett genau anschauen, hä? Stimmt eigentlich, das ist eigentlich nur obvious, dass da irgendwann einmal was sein wird. Auf alle Fälle, wenn der Papp nicht mehr tot sitzt, haben wir sofort fort. Das ist alles, was ich weiß. Da im Eck ist halt, daheim kann ich Assets, da ist halt nichts. Daheim kann ich Objekte, die sich irgendwie bewegen können. Das ist das. Oh shit, die Scheiß, die ist auf. Ganz schlecht, ganz schlecht. Kann man nicht. Nein, die kann man ja aber. Ja, okay. Sound zählt noch nicht, Sound zählt noch nicht und es bewegt sich da sonst nichts, okay. Okay, tschüss!
Ciao, Bundesgarten, ciao! Danke, du! Du willst wissen, wie viel deine Hütte wert ist? Ein Scheißdreck! Wenn da zwei kleine Kinder irgendeine Scheiße singen! Und dann wollen wir hinter der Tür stehen und Vierer luren! Kacknudelfrisur, du Greiselige! Oh, das haben wir schon gehabt! Das hatten wir schon, Freunde der Sonne! Jetzt warte mal. Grün schlecht. Das ist sie da hinten. Rot sind wir mir. Siehst du das? Jetzt warte mal. Ja, du kannst mir am Arsch lecken, du Fotze. Komm. Ja, das hatten wir schon. Bruder, wo bist du denn? Oh shit, das kommt langsam. Das ist eine coole Idee auf alle Fälle. Okay, oh, okay, das ist blau. Ist das blau? Oh shit, die andere Tussi ist ja hinter mir. So, wo gehst du jetzt lang? Links rundum? Gehst links vorbei oder gehst rechts vorbei? Ja. Wie, die anderen fangen jetzt zum Laufen und kriegen Scheiße her, das soll das ist. Chill. So, geh nur einen Schritt weiter, Kim, geh nur einen Schritt weiter. Geh du nur einen Schritt weiter. So, das hat sich auf alle Fälle bewegt. Ich verpiss mich. Tschüss dann. Auf jeden Fall, tschüss dann! Danke, du! Abflug, das sage ich zum Gnädel ungefähr am Tag 40 Mal. Das kann gar nicht. Der Gnädel heißt eigentlich auch nicht Gnädel, sondern eigentlich heißt er Abflug. Manchmal heißt er, oft heißt er auch warum. So. Schauen wir mal genau weiter, was da weit nix. Weißbärle ist auch da. Das ist auch normal, das ist normal. Er ist da. Steht da nicht irgendein Scheißdreck rum. Die haben schon ab und zu da an der Sterne einfach ab und zu mit komische. Ja, schaut aber clear aus. Schaut clear aus. Meine Katzen heißt meistens Abmarsch. ja. Abmarsch sagen wir mir. Nein, Abmarsch sage ich nicht so oft. Lasst mich nicht! Jetzt will ich wieder durcheinander bringen, ihr Pimmelberger. Ja? Das schaut clear aus. Der Luki schreibt die ab. Wieso? Kannst du mich nicht lassen, Luki? Luki, nein! Ich will ein Augen von Plüschtieren ansehen, vielleicht können die irgendwann blinzeln oder die Hände von dem Typ sich eben leicht bewegen. So meinst du, ja? Hast du eigentlich recht, da hätte ich ja jetzt selber drauf kommen können, aber. Hier hinten schauen wir noch mit dem Froh schon. Die Objekte schauen allgemein nicht so aus, als könnten sie sich bewegen, also dass das blinzeln kann oder so. Ich darf jetzt sagen clear. This cabin is clear as Was ich aber wirklich gut finde, das ist nicht immer dasselbe. Du hast schon andere Varianten dabei, so wird es echt nicht leicht. Hey, eine hat sich bis jetzt wiederholt. Das ist das mit der Schachtel in der Mitte drin. Aber ich finde ab und zu einfach, wenn ich auf Clear drücke und eigentlich fest davon überzeugt bin, dass Clear ist, finde ich nicht, was sie bewegt. Man, es war jetzt auch ultra unfair, wenn das Kissen da hinten sich bewegt oder so und das nur alle 10 Sekunden oder so ein Scheiß. Das war ja voll der behinderte Mist.
Also schau nicht so lange hoch, hört auf! Aber ihr bewegt sich nicht, der kleine Scheißhuren. Bewegen tut sich halt wieder nix. Kopf verquackelt, oder nicht? Ich glaube nicht, dass sie der bloß... Das glaube ich halt, ja, aber ich mein, was weiß ich schon. Ich habe nichts gesehen, was sie bewegt. Ich sag trotzdem, es ist clear. Schalten mal den Fernseher an. Ja, wenn er keinen Schein nicht hat, was soll ich machen? Sonst bewegt sie nichts. Psst. Luki, hauen sie noch hinein. Der Frosch ist größer geworden? Das glaube ich doch nicht. Nein, ist er nicht. Nein. Nein. Das glaube ich nicht. Vorher. Nein, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Ich drück clear. Wurde der Frosch größer langsam? Mom sagt, ich muss ins Bett, weil ich morgen Schule habe. Luki, dann schleich dich! Spiele eins sowieso nichts, wenn du noch in die Schule gehst! Der Frosch war letzte Runden. Dass er größer geworden ist? Im Ernst jetzt, oder was? Kann es sein, dass so eine Bewegung bloß einmal stattfindet, wenn ich mit dem Bildschirm daneben vorbeifahre? Oder ist es ja voll mies? Ich drücke jetzt trotzdem auf Clear, weil ich glaube, es ist Clear, haben wir beim ersten. Ja, einfach. Puschkin-Schrei schreibt, du Depp. Was? Dein Mann? Ja. Hoppala. Das macht meine Maus. Meine Maus macht komische Sachen, wenn ich von dem Ding abhebe. Aber gut. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Kniescheibe. Mein Frosch wird aggressiv mit der Bürgerschrei. Ja, da hat sich doch gerade was bewegt. Okay, das bin ich mit meinem Kopf. Da wird sie nix. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Da, jetzt fallen schon wieder die Scheiße. Was tun jetzt? Oh, da geht der Treppen auf. Soll ich die Treppen auflaufen? Ich laufe die Treppen auf. Es ist der Papprit fort. Danke, du! Danke, du! Wo ist er? Ich laufe aber sofort. Warte. Lauf! Da kommt er! Ja! Da auf mit dem Zylinder! Lauf! Oh shit. Danke, du! Danke, du! Danke, du! Haha, outplayed, bitch! Du hättest mir das Fenster mit Jalousie zugemacht, du Trottel, du Traurier. Okay, jetzt fangen die Hütten sich an, ein bisschen zu wiederholen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Es ist wieder die Hütten, wo man bis dahin drin sieht. Das ist nicht oft so. Ding ist auf. Ne. Ist ja nix. Kim, bewegt deine Fierst, dann ist es einfach. Du oder nicht? Na, schaut clear aus. Schaut eigentlich clear aus. Das habe ich schon ein paar Mal gemeint. Ich trau mich nicht. Muss ich wieder Progress verlieren. Ja, aber ich sehe nichts. Ich würde sagen, clear. Ich würde sagen, clear, meine Damen und Herren. Achtung, wenn das richtig ist, möchte ich Like-Buttons. Es ist wie, also ich drücke jetzt meinen eigenen Like-Button und wenn das richtig ist, dann ihr. Hab ich mir verdient. Like-Button!
Guter Punkt, Flash. All Jumpscares sind... scheiße. Guten Morgen an alle. Ich glaube nicht, dass man die einschalten muss. Und dann beim nächsten Falschen macht sie nicht einen Dislike natürlich, ist ja klar. Ups, hab gedisliked, dann bist du der Kasperl. Du bist ja der Kasperl. Was hab ich da gehört? Ich geh ins finstere Loch und dreh das nicht. Rest in peace, Mr. Headphone User. Exakt. Er schaut uns an nicht um. Oh no. Oh shit. Ja, was soll denn da jetzt tun? Was soll denn da jetzt tun? Ach, Kim! Verfolgen mich die oder haben die einfach irgendwo? Jetzt müssen wir schauen, wann die da in die Ecken sind und so weiter, oder was? Was ist denn das für Behinderung? Oh. Okay, er geht wieder aus hier, oder was? Kommt der wieder? Ja, kommt der wieder? Es ist Dangeroo! Ja, und jetzt müssen wir das Laufen anfangen. Ja, wie sollst du denn da vorbeikommen? Das war wieder mal Methuselel als Verstand! Dangeroo! So, und jetzt sage ich euch, wo das Dangeroo herkommt. Sonst kennen sie wieder keiner aus. So. Achtung. Muss ich euch zeigen, das hilft nicht. Kinder, muss ich euch zeigen. Achtung. Indian Dangeroo. Spelling. Was? Muss ich das zu? So. So. Machen wir Vollbild. Achtung! Wo kommt Dangeroo her? Bildschirm, da haben wir schon, passt schon. So, Achtung. D-A-N G-E-R O-U-S Dangers. Okay, es war doch nicht Dangeroo. Ich hab's in Erinnerung, als dann ist aber jetzt Dangas. Ich hab mich vertan. Hab ich falsch in Erinnerung. Das ist der sogenannte, wie heißt der Effekt? Das ist der sogenannte Mandela-Effekt. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Dangeroo geheißen hat. So schaut's aus. Tangas! Tangas halt dann. So, wir haben schon wieder bei der Halbzeit. Halbzeit! Sehr gut. Halbzeit ist gut. Dangas! Okay, der Jürgen Dangeroo. Kruzifix. Weiß ich nicht, wie. Ist, was? Ist das jetzt doof? Nein. Wo war ich da gestorben? Dieser Mandela-Effekt. Sag bitte noch jemand im Chat, dass er weiß, dass das Dangeroo heißt. Dangeroo! Muss eigentlich den ganzen Scheiß noch lustiger gemacht wie gerade schon. Dangeroo ist eh viel schöner, das stimmt. Egal, trotzdem witzig. Tangas! Ich höre auf alle Fälle Geräusch, das normal nicht da ist. Bitte angeschaut. Unterm Bett war was, habt ihr das letzte Mal gesagt. Ja. Die Dinger haben sie auch noch nie gekriegt. Sie auch nicht. Ich bin gespannt, wann man denen ins Gesicht springt. Erwin! Erwin Müller. Das Ofentil glied. Da rührt sich auch nichts. Die komischen Haaren da schaue ich aber nicht so genau. Das bin ich, der mit dem Kopf wackelt. So, was ist bei dir los? Nein, das haben wir schon mal gehabt. Das haben wir, das Schluss jetzt. Momk, aber dir gibt schon einen Plan, was mit dem Podcast ausschaut. Vermissen ein wenig. Es gibt einen Plan. Es gibt keinen Podcast. Merci für den Euro.
Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, was da passiert ist. Ist da ein Sie dort gestanden? Wenn ja, müssen wir sprinten. Müssen wir sprinten, ansonsten ist clear. Ansonsten ist hier clear, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob das Dangeroo war. Wenn sie jetzt da steht, schon. Nein, sie steht nicht da. Sie steht nicht da. Verdammt nochmal. Ich hab die ganze Zeit gemeint, das soll Danke du heißen. Danke du! Nein, das soll Dangerous heißen auf Indisch. Du kleines Tschernobyl-Kind. Steck deinen Finger in die Nase. Kommt mal. So, ich meine, da ist einfach ein Guckloch, hab ich mir. Aber sonst rührt sie nichts. Jetzt aufpassen. Dass das gern durchspähen. Hat die Seite gewechselt? Nein. Nein. Hier drin bewegt sich gar nichts. Wulfric! Tangeru! PS, liken nicht vergessen. Herr Wulfric, merci dir. Hey, Respekt an den Herrn Wulfric, wir haben halt keinen beschissenen Witz lesen müssen. Gibt's den Daumen nach oben. Bild anschauen? Nein, da bewegt sich nichts. Ich sag, da bewegt sich nichts. Irgendwo Jumpscares, wirst du schon heute, oder wie? Herr Weini, warnen Sie mal nicht so viel. Ich sag das clear! Clear as fuck! Pro-Gaming! Ja, Tina Pro-Gamer ist aber gefallen. Warte, ich muss wieder wo hinrichten. So, 3 Mal noch. Birger, du schaffst es. Birger, du schaffst es, 3 Mal schaffst du es noch. So, du halt nur mit das, wo die 4 Stunden vorbeizungen, das war so schön einfach. Fix. Wie habt ihr das vorher auch gesehen, dass da was unter dem Bett ist? Da ist es stockfinster in dem Scheißeck da hinten. Stinkt wieder noch. Oh, Fernbedienung! Fernbedienung fliegt! Das ist was, Alter, das ist ja voll leicht zum Übersehen da aus dem bestimmten... Ja, Abflug, was tue ich denn da? Danke, du! Ah! Gute Frage, haben die Jumpscares überhaupt an? Oh, was ist ein Jumpscare? An alle die gerade zugeschaltet haben. Das haben wir im Fest. Wie viel brauchen wir noch? 2 noch. 2 mal die Tür auf! Danke, du! Oh, shit. So hat's noch nie geschaut. Fuck, so hat's noch nie geschaut. Bewegst dich du? Nee. Wenn die sich bewegt, danke du. Ja. Alles andere sauber anschauen. Sobald sich was bewegt. Ich meine, da haben nicht wahrscheinlich schon wieder Leute herin. Denn ich gehen Jumpscares schon wieder ab. Das ist schon erstaunlich, das Gejammer. Das Jahr. Das ist erstaunlich. Ich kann euch genau sagen, was das liegt. Ihr hypt euch selber in einen Monat das ganze Jahr hinein. Und wenn alle 5 Minuten dir irgendwas ins Gesicht einschreit, hat's enttäuscht. Ich glaube, Lauf. Der Mund hat sich bewegt. Nein, hat sich nichts bewegt, mein Freund. Bringt's mir nicht durcheinander. Ich möchte bloß, dass ich wieder von vorne fangen muss. So schaut's aus. Dass man sogar auf die scheiß Fernbedienung. Ich sehe sonst nichts.
Finger und er bewegt sich auch nicht. Sie ist halt extrem auffällig da hinten. Aber es bewegt sich ja deswegen nichts. Aslagan kennt's leider schon. Es ist auf alle Fälle eine absolute Genius-Idee. Genius-Idee. Nein, ich sage, es ist clear. Aber ich traue mich nicht clearen. Zweimal in denen, es ist noch nie zweimal in 8 Tries, also wir haben ja immer bloß 8 Versuche, die wir in einer Reihe durchbringen müssen, war noch nie immer alles, wie es gehört. Ulfric, Freiheit hat mich angestiftet. Was ist der Unterschied zwischen dem Schwulen und dem Cheeseburger? Der Cheeseburger furzt nicht, wenn man die Gurke raus. Oh Gott. Oh Gott. Er hat, ja. Merci dir, I guess. Ich sag clear. Ich sag clear. Ich sag clear. Freunde, da sind wir so kurz davor. Wir haben so kurz davor. Wolfric, merci dir. Ich hoffe, dir ist bewusst, nicht so ernst nehmen, was ich da sage. Für mich verzeiht mir so viele beschissene Witze, das ist nicht mein Problem. Das ist das Problem von 1400 Leuten, die gerade zuschauen. Habt ihr jetzt schon mal auf den Like-Button draufgedruckt? So, jetzt Zeit lassen. Herr Dominik Schneider, absolut richtig. So, rein in die Bumsbude. Sperren wir es durch. Konzentration. So, Stui, check. Laterne, check. Decke, check. Mützen und Handschuhe, check. Hodern, check. Das, check. Da haben wir durch. So, sie schaut wieder nochmal. Eisbärli, rührt sie nicht. Bett. Ab zum Bett. Bewegt sich auch nichts, da bewegt sich auch nichts. Erwin Müller. Er ist auch da. Sie ist da. Das bewegt sich nicht. Da hinten ist nichts. Bitte nicht das mit dem Keller, weil ich nicht weiß, wie ich von der abhau. Hatten wir schon. Schaut schon wieder noch. Schaut schon wieder noch clear aus. Das glaube ich aber nicht. Nein, das kaufe ich ihm nicht ab. 2 Mal hintereinander clear glaube ich nicht. Gib mir eine Fiers bitte, dann haben wir es durch. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Ich kann mir nicht verzeihen, dass die Scheißbody wieder clear. Oh shit. Das heißt, sie ist irgendwo. Oh shit, das heißt, sie ist irgendwo. Ihr Beutel ist weg. Weg hier! Ah! Ah! Danke, du! Danke, du! Haha! So, und jetzt? Luftballons. Und jetzt kann ich da die Idee eingehen, oder was? Ab in die Flashbang. Gute Arbeit, jetzt ist Feierabend. Ihre Cabin Factory Familie. Aha. Und mal. Hüttenprüfer, beende den Arbeitstag. Und jetzt? Mach die Musik aus. Mach auf der Stelle die Musik an den Nachschau-Squad, falls du gerade wunderst, warum da vor mir was weggeschnitten war oder sonst was. Eventuell ist die Musik wieder mal geclaimed. Mal gucken. Moment, wir haben ja noch nicht fertig.
Außerdem sind wir halbe 10. Natürlich spielen wir das jetzt nochmal. Also wir spielen nochmal, dann machen wir mit Sicherheit. Also musst du dir jetzt so vorstellen, für alle, die gerade zuschalten und überhaupt nicht kapieren, was da los ist, was wir mit überhaupt gehen. Du drückst auf einen Knopf, dann fährt da eine Hütten rein. Die Hütten schaut immer gleich aus. Immer gleich. Also fast immer gleich. Und du gehst halt da so durch und musst da alles ganz genau anschauen. Und sobald sich irgendwas bewegt, nicht einmal, sondern ich glaube dauerhaft, weil du, du gehst ein in die 60 Sekunden, wo du drin bist, oder 2 Minuten, wo du drin bist, bewegt sich von Minute 31 bis 32 kurz die Fernbedienung so, das sieht kein Mensch. Das müssen schon einigermaßen auffällige Dinge sein. Trotzdem musst du alles genau anschauen. Und damit zwingt dich der Entwickler, dass du halt einfach genau Sachen anschaust. Das ist eigentlich eine potenzielle Jumpscare, Gefahr hoch 1000. Und dann passiert das. Guten Morgen, everybody. Und du musst 8-mal hintereinander, du musst rausgehen und sagen, das ist, da spukt's oder es spukt nicht, und du musst es 8-mal hintereinander richtig haben. Und die Musik, die da jetzt drin ist, Sprache, Audiosprache und diese Scheiße, die kann ich nicht. Die kann ich nicht ausschalten. Naja, gut. Aber die Frage ist, was tue ich jetzt da? Das ist schon wieder irgendeine scheiß Horrorbude, oder was? Oder kann ich, weiß ich nicht, kann ich meinen zweiten Arbeitstag auch starten? Was ist mit NG Plus? Hallo? Kann ich ins Bett gehen? Aber diese ultra realistischen Wohnungen, das ist aber eine kleine Badwand, du. Sollten da passen. Haha, das rechte Auge. Blind wieder sehen, doch nicht. Blind wieder sehen, blind wieder sehen, blind wieder sehen, blind wieder sehen. Oben stand doch Twitch im Menü. Ja, da kannst du deinen Twitch-Account damit verbinden. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat. Was tue ich jetzt da? Was soll ich hier? Was? Keiner Sepp? Danke mir, dass du mich mit deinem Erschrecken zum Lächeln bringen konntest. Bin aber jetzt raus, wie gesagt, bin im Krankenhaus. Bei meinem Bruder ist aber leider sehr schlecht. Trotzdem könntest du mich ablenken an alle. Oh, Mr. Community, ihr wisst, was das heißt. Meine Damen und Herren, ihr wisst, was das heißt. Let's go. Ich denke nicht, dass uns der Herr Abak, für das ist er lang nicht dabei, da jetzt irgendeinen Scheiß erzählt. Was er immer da los ist, klingt nicht geil. Wie sagt man jetzt da am besten? Ich bin schlecht in sowas. Ohren steif halten, durchbeißen und dein Bruder alles Gute. Diese Minute nehmen, wir müssen irgendwie eine Minutenzeit schinden, darum nehmen wir uns jetzt die Minuten. Tut mir leid. Der keiner weiß schon, wie es gemeint ist. Das hätte nicht per 24 € da einer donaten müssen, im Übrigen. Danke natürlich trotzdem. Zack, lang schon wieder! Lang schon wieder! Ist schon wieder gut! Noch weckt sein Nightbot nur auf und der Band, ich hole ja mal schon nicht 10 Minuten lang. Das spammt so lange weiter, bis es ist egal. So, irgendwas mit dem Frosch. Irgendjemand hat, bevor wir eskaliert sind, hat noch irgendjemand Frosch. Wolfric, das heißt, in 7 Days to Die spielen, das ist gefälligst zuschauen, du Penner. Timmy Boy! Ups, falscher Gin. Oh nein, nicht nochmal in diese Scheißbude raus. Das ist ein guter. Get well soon, dude! Ich hoffe, dein Bruder kann uns hören. Ich hoffe, er kann uns hören. Der Frosch. Was für ein Frosch? Wo ist ein Frosch? Ich sehe keinen Frosch. Ich sehe die Scheiße. Danke fürs Spielen. Das ist nett, gern. Geile Idee. $14 übrig? Wir tun noch nicht durch. Was soll das? Frankie! Merci dir. Kuss auf die Nuss. Schluss jetzt mit der Rumdonaterei. Nochmal von vorne oder was? Haben wir im 8. Stock offensichtlich. Was werden sie mit der Zahl 8 haben? Ein zweites Level hätte er schon am Morgen. Probier einfach einmal CD.
Jetzt probieren wir jetzt so, pass auf. Probieren wir wirklich mal hin und her. C. Oh. So kriegen wir es nur durch bis 10. Fick dich doch dann! Ach so, 14 Hütten haben wir noch nicht gesehen. Okay. So, und ab jetzt gehen wir rein. Da oben stehen tatsächlich Leute, das ist mir aber nicht aufgefallen. Und ich vorher auch schon da. Ich weiß es nicht. Und vorher aber da. Casino Streaming coming. So, aber jetzt schauen wir haben noch lange nicht alle Hütten. Gehabt. Bis um 10 gehen wir schon noch, vielleicht schaffen wir es noch mal schnell durch. Probieren wir es, aber dann machen wir Pro-Gaming, machen wir schnell. So, und dann Bett ist nix. Da ist nix, da ist nix. Ja, da ist auch noch. Da ist nix. Schauen wir da ein wenig genau hin. Da ist auch nix, da ist nix. Da oben ist nix. Schauen wir die zwei mal kurz so. Ja, die Fernbedienung ist auch da, sonst geht sie nix. Machen wir einen Speedrun. Ja, den kriegen wir schon. Speedrun kriegen wir schon. Oh, ich hätte jetzt gesagt clear. Ich hätte gesagt clear. Achtung, clear. So wie es ist. So, auf die Schnelle rein, wieder raus. Das ist eine schnelle Rein-Raus-Vereinbarung. That's what she said. Oh, das schaut gut aus, das schaut gut aus. Da war noch nie irgendwas. Schauen wir grob da hinten. Da feiert sie auch noch nichts. Die Tür ist auch nicht halber auf. Da feiert sie nichts. Da im Eck feiert sie nichts. Feiert sie nichts. Bewegung! Hand unten! Hand unter dem Bett! Hand! Danke, du! So, absolutes Pro-Gaming. Zahnball sehr gut gesehen. Free Frankie, Achtung, Glücksspiel muss aber nicht süchtig machen. Stimmt, genauso wie Rauch und Heroin. Oh, das haben wir schon mal gehabt, da waren jetzt lauter Viecher toten, das war letztes Mal. Da habe ich Dangeroo gesagt, glaube ich. Habe ich Dangeroo gesagt? Ich glaube schon, aber bewegt hat sie nichts. Vielleicht gibt es die Hütten aber auch, wenn sie was bewegt. Riesenmike sagt clear. Ja, ich weiß nicht, I don't trust that shit. Der Riesenfrosch, das ist clear, weil sie nichts bewegt hat. Ja, ich erinnere mich schon. Ich bin nicht da, da habe ich noch nicht, aber das war noch ziemlich am... War der die ganze Zeit schon da? Die war noch nicht da. Aber sauber hat sich da jetzt was bewegt. Aber sauber. Danke du! Danke du! Olli du! Danke du! Nani! So! Speedrun that shit! Ich mag bloß nicht mehr in den Keller haben, weil im Keller habe ich Angst. Und dann Bett hat vorher Pause gereiht, vielleicht gereiht da oder noch eine Pause, da gereiht nichts, da gereiht nichts. Sehr gut. Okay. Ja, schon gut, es stinkt nach Clear, stinkt nur nach Clear. Noch stinkt's ordentlich nach Clear. Da ist nichts. Haben wir schon gehabt, da hat sich nichts bewegt. Wenn ich mich recht erinnere, hat sie da... Oh, der bewegt sich. Tschüss dann. Ah, danke du!
Aber man muss wirklich genau schauen, das war vorher nicht. Danke du! Danke du! Rein in die Bude. Ich sag, der einen Clear kriegen wir noch. Die nächsten 2 Tage ist einer Clear, das garantiere ich dir. Ist nix. Ist auch nix. Der Alte ist auch da. Scheiße, jetzt weiß ich nicht, ob der Hodern da schon die ganze Zeit ist. Wir werden es sehen. So, Schicht daneben, muss jetzt mein Kollegen das Licht wieder aufdrehen. Servus. Harry Proper, servus. Schaut nach Clear aus. Das schaut nach unserem Clear-Dude aus. Ist das unser Clear-Dude? Das haben wir vorher auch schon ein paar Mal gemeint und wir haben nie herausgefunden, wo da was los ist. Staudi, die Wahrscheinlichkeit, dass alle 8 Hütten Clear bzw. Danger sind, liegt bei 0,39%. Also ungefähr gleich, wie das der Vorstand abnimmt. Sehr schön, Staudi. Made my evening. Merci dir. Merci für 35 Monate. Ah nein, das haben wir schon gehabt. Nein, nein! Nein! Nein, nein, nein! Das ist der Keller! Ich mache nicht den Keller, die alte dreht sich um! Na, wir müssen da durch. Sobald die Tür aufgeht, das Laufen anfangen, oder was? Oder einmal da um den Tisch runter. Fahr, ihr Windmüller. So, rein hier. Hallo meine Zipfel, da kann man linken. Aber das ist Zeit, wenn du ein bisschen älter bist. Haben wir schon gehabt. Was glaubst du, was dich draußen erwartet? Du musst die Absolut jucken gar und nichts. was jucken Du und willst dann außen gehen, rumlaufen. Peter? Von mir aus. Ja, kiten. Gerne. Du meinst, glaube ich, kiten. Aber dein Bruder bleibt hier. Kriegen wir schon. Das wird ihn gar nicht Kriegen wir schon. freuen, wenn er Sehen wir jetzt hört, gleich. dass du ihn im Stich lässt. Ja, heute jetzt der Fotzen lassen wir aussehen. Ich mach jetzt den Und lass den deine Usain mal heute. Mutter im Stich. 8000 km/h Usain. Oh shit. Oh, die ist so schnell. Ich lauf. Wer ist denn? Ah! Ich hasse sie ohne Scheiß. Ich hasse das so extrem. Wenn die irgendeine Scheiße verfolgt. Jucken ist. Jetzt pass auf, warte, jetzt gibt es 5 Programmer-Sekunden von einem Weiberleid. Jetzt glaube ich es aber dann. Jucken ist, wenn du schaust, dass die von links kommt und du glaubst, jetzt in meiner Welt ist das Kiten. Jucken ist ein Gamer-Wort. Nein. Ich spiele wirklich schon lang. Sehr lang. Das Wort habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das, nein. Kiten ja. Juken oder Juken oder was auch immer, nein, ist kein Wort. No. I don't believe you. Da steht ja noch 10 übrig. Danken meinen Sie. Ja, danken kenne ich schon. Was ist Kiten? Kiten schreibt man übrigens K-I-T-N. Nein, schreibt man es nicht. K-I-T-E-N schreibt man es. Entschuldigung. 5 Noob-Sekunden. Was ist Kiten? Wie erklärst du jetzt am besten Kiten? Stell dir vor, was nehmen wir da jetzt für ein Spiel? Wenn du das nicht kennst, dann hilft dir das auch nichts, wenn ich ein Spiel nenne. Nennen wir das, was jetzt gerade passiert ist. Die Tussi kommt auf uns zu und angenommen, wir hätten eine Pistolen. Ja, das ist vielleicht besser zu mir. Wir müssen es da schießen. Sobald sie an uns droht ist, haben wir aber tot. Ich laufe die ganze Zeit so um den Tisch rundherum, dass sie entweder die Richtung wechselt und nicht herkommt und schießt die ganze Zeit. Kiten. Der Inbegriff von Kiten ist folgendes. Ich habe eine Pistolen und ich habe einen Schuss, der sie langsamer macht. Ja, dann gehe ich die ganze Zeit rückwärts, schieß auf sie, bis es wieder schneller wird, gib ihr den langsamer Machschuss, schieß langsamer. Das ist ja sie. Mir locken wir es quasi her, halten wir es aber so weit weg, dass sie uns nichts tun kann. Einen Gegner dich verfolgen lassen. Währenddessen du ihm aufs Maul haust oder abhaust. Kiten ist ganz grob überlegen, das ist einfach verarschen. Ja, im Prinzip, ja, okay. Lass ich auch gehen. So, wenn wir es jetzt wirklich innerhalb von einer 10 Minuten noch mit durchgespielt haben, dann kriege ich aber vor, gell? Haben wir auch schon gehabt. Hatten wir auch schon.
Ignerps! Nach dem Anfänger und fortgeschrittenen Kurs im Windsurfen gab es nur noch Schwierigkeiten. Oh, leck. Du bist so dermaßen geistig behindert, dass ich die... Wo warst du denn die ganze Zeit? Sag. Ignerps, wo warst du denn die ganze Zeit? Sag. Nach dem Anfänger und fortgeschrittenen Kurs im Windsurfen gab es nur noch Schwierigkeiten. Oh. An alle, die am Montag da waren und nicht gewusst haben, von was ich rede, das ist der Grund, warum der Sprengi diese Scheiße bringen darf und ich immer noch Loch. Ja, der hat es über 8 Jahre erarbeitet. Der wird zwar Peinlichkeit. So, durch, Pro-Gaming jetzt! Schau, der Oid ist da draußen. Boah, leck du Foodlappal, Franz! Danke, du! Da hast Freier! Da hast du eine Viertelstunde. Mr. Ignerps. Wir haben Sie vermisst. Zweimal durchgespielt und nur am Abend. Das ist ein absolutes Programm. Können noch mehr reingehen? Was Zeit. Was da los? Mag aber nicht mehr. Lass mich in Ruhe jetzt. Was ist denn jetzt eigentlich? Irgendwann haben wir es durchgespielt. 9 übrig. Also noch eine Runde. Verdammt nochmal. Die Zeit ist schon. Ich sag das clear. Ha! Bitch! Ich sag das Dankeru. Haha! Bitch! 8 übrig! Hätte man nice gesehen. Hahaha! Trollo! Ah, verdammt! Scheiße! Dankeru! Ha! Ja! Nochmal Dankeru! Easy! Was ich sage? Ich glaube, es ist nochmal Dankeru. Fuck! Es ist nie... Es ist... Wenn du das so machst, ich glaube, das Spiel registriert ist. Ich hab da kein Wort. So, 2-mal Drucker geht. Weiter haben wir es noch nie geschafft. Fuck! Ich mag wenigstens bis zum Dreier kommen. Ich sag DD, CC. Okay, machen wir DD. Hast schon verschissen. Ja, das lag gar nicht schon gut. Nochmal danke, du. Ja, komm jetzt 2-mal hintereinander clear. Das kannst du nicht mehr verzeihen. So, danke, du. Danke, du. So, danke, du. Nochmal. So. Das ist auf alle Fälle was wir schon gehört haben. Oder? Da war noch nie was. Da und da nicht, da auch nicht. Der Hut ist da. Okay. Oh, der schaut uns so. Tschüss dann. Tschüss dann. Danke, du. Wie? Dann stimmt aber die Anzeige nicht. Dann stimmt diese Anzeige nicht, weil das haben wir vorher schon gehabt, dass er uns mit dem Kopf nachschaut. Außer das war, es gibt mehrere Variationen davon, dass da jetzt noch was passiert war oder so. Oh shit, fucking car. Toll. Onkel Motsche! Oh, Onkel Motsche, danke für den Müssen wir kurz machen. Du kriegst eine Privattröte, du bist nämlich vor dem Stream einfach Mitglied geworden. Boah, das war viel gut, das war mit 3 Tönen, das wird jetzt mal besser. Welcome to the squad, Mr. Motsche. Kuss auf die Nuss, merci für die Mitgliedschaft übrigens. Der Birger, bin nach einem Monat was? Der Birger, bin nach einem Monat Enkel wieder back, feier dich hart, Gruß aus Bierbergen. Moment, was? Bin nach Monat Enkel. Was war in den normalen Chat? 24 € haben ja definitiv zu viel, mein Freund. Dankeschön natürlich trotzdem, ist ja klar. Mr. Motschi, was soll das heißen? Du bist Opa geworden. Monat endlich. So, das Monat, der Bigger bin nach einem Monat endlich wieder back, feier dich hart, Gruß aus Biesberg, aber das.
Enkel ist gleich endlich Autokorrektur. Ich schreibe so selten am Handy, dass ich die Autokorrektur nicht kennen kann, das endlich heißen. Falls es endlich heißt, dann ist es aber Zeit geworden. Ja? Kannst aber auch seit einem Monat Enkel haben oder irgendeine Scheiße. Du, wir haben ja schon alles gehabt. Das Jahr wieder das erste Mal hat der Zitronakini hat doch vorher gerade schon mal einer donated. Zitronakini, du hast es geschafft, dass du auf den Jahresmerch kommst. Mit der dümmsten Donation, die wir dieses Jahr gehabt haben. Das wird übrigens eine neue Kategorie. Das darf ich zwar nicht ausrufen, weil sonst schreibt jeder bloß wieder Blödsinn. Aber Steffi. Nein, das ist. Nein, Herr Motscher, der feizt noch Himmel weit, aber das, was der Zitronakini, wo hat er das einer donated? Warte, lass mich kurz überlegen. Bei Schedule One. Das erfahrt es, wenn der Jahresmerch kommt. Weiß ich nicht, was da geschrieben worden ist. Oder das ist eine Aneinanderreihung von Wörtern, wo ich die Hälfte entweder nicht kenne oder die anderen nicht lesen kann. Oder wie da wo ich wirklich nicht. Was? So! Kennst du die Videos, wo 300% Motion Intensity aufgetragen wird, wie bei Resident Evil 2 und so? Nach den Videos kannst du mir gut, die kann man uns noch in den anschauen. Das ist ja erst 10 von 10. So, die Frage ist jetzt, bewegt sich jetzt da herin irgendwas? Sie bewegen sich nicht. Was, also, das Spiel, absolut grandiose Idee, ganz ehrlich. Aber es stumpft da innerhalb von einer Stunde ungefähr ziemlich schnell ab. Aber der Anfang ist fucking intens. Und lieber habe ich eine Stunde lang fucking Intenseness im Knack drin und ein paar richtig gute Dinge. Und da waren ein paar richtig gute dabei. Das sind ein paar richtig gute. Generell ist das eine richtig geile Idee. Ich sag, dass das clear ist. Phasmo Light? Ja, so ein bisschen. Schauen wir mal. Haben wir noch 10 Minuten? Schaffen wir das unter 10 Minuten? Schauen wir mal. Clear. Zitronakini, das höre ich gern. Du musst halt damit leben, dass da drüber steht, die dümmste Donation 2025. Das ist, ich bin mir auch nicht sicher, ob es genau du warst, aber da waren Leerzeichen drin im Namen noch, aber damals hat es die Ads auch noch nicht, also die Aliasse noch nicht gegeben. Aber du bist per Skizze bist schon auf dem Jahresmatch. 6 sind noch übrig, stimmt, die ganze Familie, die haben wir noch nicht gehabt. Oh, das ist kein Beutel. Das sehe ich von da, dass du kein Bild nicht bist. Das sehe ich von hier, oder? Ah ja, bewegt sich schon. Tschüss dann. Tschüss, da, danke du. Danke du. Hab mein Pro-Gamer-Auge gesehen. Es sind noch 5 übrig. Oh, das sind wieder die Katzenbärlis und so weiter. Ja. Der Dorf da hinten, jetzt wenn wir da 4 gingen, dann bewegen sie die. Normalerweise, schauen wir mal. Nein, die haben es nicht. Warum haben sie es jetzt nicht? Scheiße, ist der da gerade schon gesessen? Ist das... Ach du Kacke. Konzentration, Kinder. Hab ich gerade irgendein Kind husten können? Ja, dann ist das wieder die Variante, wo sich nichts bewegt. Oder ich habe jetzt zumindest nicht genau aufgepasst, weil ich so sicher war, dass das wieder dieselbe Variante ist. Ich drücke mal auf Clear. Probieren wir Clear. Haha! Zitronakini, merci für den Ziel. Das höre ich gerne, habe ich noch gelesen. Herr Motsche! Merci für den 6er. PS Bierbergen ist der Name meines Wohnorts, wenn das nicht ein Zeichen für den Squad ist. Mich wundert es sowieso. Also deinen Namen weiß ich jetzt nicht, aber du hast das lila Epic Squad Zeichen hinten am Namen dran. Das heißt, du warst schon mal im Squad. Sage ich das richtig? Egal. Welcome back. Also allerdings, ich wollte vorher schon kurz vom Bier bergen. Das glaube ich ist gelungen. Diesen Ort gibt es nicht. Ich glaube es ja schon, dass es gibt. Danke dir. Schluss jetzt mit der Rumdonetterei. Verdammte Scheiße. So. Chillig Kniescheibe. 2 richtige brauchen wir noch, dann haben wir es 3 mit durchgespielt heute.
Ja, Ignerps, das war klar, dass das kommt. Wir müssen das Bier bergen? Wo? In Bierbergen? Es gibt eine neue Sportart namens Bierbergen. Wo? In Bierbergen, dort kannst du Bier bergen. Ist das hinter Bergen? Ja, hinter Bergen von Bier. Wo? Bierbergen? Das ist das Holz, das da drin so knistert. Er bewegt sich nicht. Ja, nicht. Onkel Motz, hat's vorher geschrieben, war zuvor schon 41 Monate. Oh, das habe ich nicht gelesen, Entschuldigung. Das habe ich überlesen. Ich bitte um Verzeihung. Die Frage ist, ob diese Scheißbude hier clear ist. Frosch, was tut der Frosch? Frosch wächst. Das habe ich jetzt einfach nicht gesehen. Das muss ich mir jetzt nach dem Stream nochmal anschauen. Bitte jemand ins Discord reinschreiben. 21:52 Uhr. Nein, stopp. 1 Stunde 51. Los. Los! Das muss ich mir noch... Ah, schön. Braucht keiner reinschreiben. Ich seh's tatsächlich, der wird tatsächlich größer, aber so langsam, dass man wirklich hinschauen muss. Ich schleich mich. Ich schleich mich. Danke, du! Danke, du! Ah! Danke, du! Jetzt sind nur noch 3 übrig. Das haben wir fast alle gesehen, bis auf 3. Los! Rein in die Bude! Hallo! Hallo! Konzentration. Im Suff kennst du das nicht, nein. Mal kurz schauen, ob die schon sind. Morgen. Was ist jetzt? Ist das Absicht, dass der... Was hat denn das Licht jetzt für ein Problem hat? Bitte helfen Sie mir, ich bin ein Dangaru. Dass er noch mal seine Füße bewegt, das haben wir noch gar nicht. Das stinkt nach Clear. Halt, stopp, die Tasse bewegt sie. Oder bin ich besoffen? Ich glaube, ich bin besoffen, warte mal. Nein, bin ich nicht. Oder? Weil ich fahrt die Tasse mal an, fick dich doch! Tschüss dann! Danke du! Danke du! Es geht durch. Okay, bye! Pelo! Heute seit einem Jahr mal wieder einen Stream komplett angeschaut, nachdem ich meine Frau Bier... Oh, lecker. Mr. Pelo, 86, du bist schon wirklich sehr lang dabei, das weiß ich. Merci für deine 41 Monate. Ich lese es jetzt nochmal in Ruhe vor. Ihr fangt schon von selber an. Ich liebe diese Community. Es ist immer irgendeine andere Scheiße, aber es hilft halt nicht. Heute seit einem Jahr mal wieder einen Stream komplett angeschaut. Seit einem Jahr. Und du hast diese Mitgliedschaft nicht beendet. Das ist die krasseste Scheiße, die ich seit langem gelesen habe. Nachdem ich meine Frau beerdigen musste und off war. Fetz, merci für die schönen Stunden und alles. Da, wenn ich 2 Sekunden versuche, mich in diese Lage zu versetzen, oder dann... Ich bin immer so der, deswegen sage ich es nicht direkt, selbstverständlich mein aufrichtigstes Beileid, ich mag überhaupt nicht wissen, was das... Ich mag es überhaupt nicht wissen. Ich mag es überhaupt nicht wissen. Und eine gute Besserung von irgendeinem Trottel im Internet wird da auch nicht recht verhelfen, aber das tut mir wirklich sehr leid. Ich weiß nicht, was soll man da sagen dazu, oder?
Es tut mir wirklich sehr leid. Was sagst du jetzt da? Da wird Ohren steif halten und etc. wird da nicht ausreichen. Nix, was man da sagt, wird ausreichen. Schön, dass du wieder da bist. Fuck. Oh, leck, Alter. Fettes Mercy-Squad muss stark sein für die Kids 7, 6 und 3. Oh, leck. Wahrscheinlich noch mehrere an deine Kinder, vor allem mit Sexy kapieren die sehr wohl. Ich habe keine Kinder, ich habe nicht recht viel mit Kindern zum tun, aber ich kann mir vorstellen, dass die mit, wie alt waren sie? 6? Jetzt warte mal, ich muss jetzt da mal schnell erst. Meine Damen und Herren, das war der Cabin Factory. Kommen wir nachher dazu. Jetzt kann ich nicht mehr auf lauter Herzl nicht mehr aufscrollen. Mit Simon, selbstverständlich kapierst du mit Simon mit 6, was da passiert ist. Oh, leck, Alter! Oh! Oh! Das ist wirklich hart, ja. Oh, leck. Mr. Pelo, trotzdem sage ich weiß nicht, was ich anders sagen soll, ich weiß nicht, wie ich reagieren soll, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich wünsche dir alles Gute, dass es irgendwie die Zeit irgendwann heilt, was geht. Ich wünsche das Beste deine Kinder, leck mich am Arsch, Alter. Und da ist ja jedes, ja, bis der Klinke-Einhalt gerade schreibt, das ist der wahre Horror, das ist, glaube ich, eine der schlimmsten Sachen, die passieren können. Es gibt noch ein, zwei Sachen, die noch schlimmer sind, aber das sage ich jetzt nicht. Das tut mir wirklich sehr leid. Ne? Zähne zusammenbeißen, Ohren steif halten, durchbeißen. Komme, was will. Alles, was jetzt kommt, ist sowieso Pillepalle. Und willkommen zurück. Leck mich am Sack! So, wie kriegen wir jetzt da jemals wieder die Kurve zu einem anderen Thema? Das Foto ist fertig runtergeladen. So ist es da so. Ich bin jetzt einfach einmal Zeil Stadt. Und dann werde ich einfach mit irgendwas anderem anfangen, weil es nicht anders, weil was soll jetzt anders machen. Da, das, was der fette Mann schreibt. Ich weiß nicht, ob du im Discord bist oder warst, das weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, da sitzen sehr viele Leute drin, die zum Schmerzen da warten, wenn es war. Allerdings glaube ich, wenn du ein Jahr lang nicht da warst, wirst du das schon selber kriegen. Ne? Greenscreen kaputt. Ich glaube, das ist mir scheißegal ist gerade. Wo überhaupt? Ich sehe keinen kaputten Greenscreen. Pelo schreibt, merci at all und jetzt ist wieder gut und nur Katzenvideos. Ob ihr bist das. Was? Das kann ich leider nicht, oder? Den haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ich glaube, den habe ich das erste Mal ausgereiht zu Visage-Zeiten. Ja, irgendwo, ich glaube, das war Visage, oder? Und dann haben erst irgendwann Katzenbaby-Videos. Warum müssen ihr eigentlich Kartono sein? Sag das mal. Da kreisen sie ja, das ist eine Wasserkatz. So ungefähr, ja. Das ist der Erwin Müller.
Da dreht sich ja, leck Frank, Alter, was ist denn das, für den kehrst du eigentlich rausgeworfen, das ist eigentlich klar. Ich glaube, das waren mit meinen ersten Streams, wo der da war. Ja, wie sagst du, waren auch alle der ersten Streams. Was war? Der erste Stream war Resident Evil 2, das werde ich niemals vergessen. Dann ist, glaube ich, direkt danach Tomb Raider, Dead Space und dann ist Visage gekommen. Weil man damals schon gedacht habe, ja, Horrorspiele, ich hasse Horrorspiele, dann nimmt es mich ganz anders. Und Horrorspiele funktionieren und haben mit Sicherheit geil zum Zuschauen und ja, hat funktioniert. Müller, jetzt muss ich aus dem Stream rausschneiden, haben wir einen neuen Dono-Sound. Ja, ist der Chris da? Chris? Wie darfst jetzt du einen Erwin Müller zeichnen? Hast du den Trailer fürs Resident schon gesehen? Du meinst wahrscheinlich das nächste Resident Evil. Ja, ich habe alle Trailer gesehen. Außer es ist so ein Tag halt. Die letzten 2 Tage habe ich mir keinen. Warte mal. Resident Evil 9 Trailer. 4 Monate, 1 Monat. Habe ich gesehen. Vor 5 Tagen. Was? Ja, das ist irgendeine KI-Scheiße. Nö. Florian fragt, wann wir wieder Landi spielen. Unfassbar. Unfassbar schlechte Nachricht für die. Domi! Et Pelo! Der Dino Dono. Aber. Ich kann ihn nicht vorlesen lassen. Dann lesen die vor. Et Pelo! Der Dino Dono ist für die. Doppelpunkt. Sauropod. Ich weiß nicht, wie man den anderen nennt. Warte, ich muss nachschauen. Warte, ich schau noch. Die kann man sogar in die Editor einkopieren, da wird der Text nicht angezeigt. Ich mache einfach so: Sauropode, grau, Sauropode, braun, Sauropode, grau, Sauropode, braun, Sauropode. Domi, merci dir. Just merci, oder? So. Themawechsel: Nutella mit oder ohne Brot? Herr Anderle made my fucking day. Themawechsel: Nutella mit oder ohne Brot? mit oder ohne Leffe? Schmiede. So, ich bin jetzt von der Feier daheim. War das was? Ja, war was. Kannst du anschauen. Ich wünsche viel Spaß im Nachschauungsquad, war ein gutes Spiel. Wollen Sie wissen, wie viele Dino wert ist? Themawechsel: Nutella mit oder ohne Brot? Das ist stark. Schau mal in Discord-Videos, sind 2 gute Clips für heute drin, dass du mir wieder was als Short posten kannst. Sapse, mach ich. Danke dir. Mach ich noch. Das ist übrigens allgemein Apps. Das macht mir erstens die Arbeit leichter für den Jahresmerch. Dann ist nicht bloß die Steffi da beteiligt, sondern gut, Steffi kriegt sowieso jetzt mal ihre eigenen 60 Sekunden in dem Jahresmerch-Video. Das ist sowieso klar. Okta F für die Steffi. Sofort auf der Stelle. Cyberfox! Gibt's diesmal wieder Einblicke in die Entstehung des Jahresmärchs? Felix, merci dir. Hat wer vorher gesagt? Nein. Merci dir. Cyberfox schwierig. Ihr wisst, normalerweise mache ich immer einen Stream, wo wir zeichnen. Eigentlich sogar immer 2. Und letztes Jahr hat es schon bloß einen gegeben. Ich bin schon relativ, ich bin nicht weit, ich bin verhältnismäßig weit. Die Grundidee steht. Steffi hat mir ihre Sachen auch schon geschickt. Ich habe auch schon außernotiert, was zum Zeichnen draufkommt. Ich kenne das Gesamtmotiv, was wird im Großen und Ganzen. Und ich sag's wie es ist, ich bin dieses Jahr so erstaunt über mich selbst, dass, gut, ich bin ja noch nicht fertig, ich weiß nicht, wie es am Schluss dann ganz ausschaut, das ist schon nur ein Haufen zu tun, dass ich es nicht im Ganzen vorher herzogen mag und anders kann ich es nicht herzogen. Deswegen wird es wahrscheinlich keinen Zeichenstream geben. Ich nehme aber natürlich, ich bin schon dabei, ich nehme alles, was ich zeichne, nehme ich wieder auf und so weiter und schneide dann das Video zusammen. Und auch beim Video habe ich festgestellt, also schon unterm Aufnehmen habe ich festgestellt, ich mag das eigentlich noch gar nicht herzogen, weil
ich gehe auch ähnlich wie letztes Jahr so vor, dass ich erst das Gesamtding... Kruzifix! Heute sind jetzt mal 5 Sekunden Fotzen! Wenn ich was verzeihen möchte! Mario! Merci! Hab drüt! Bist schon wieder viel zu spät. Es ist aber spät. Lass zurücklaufen. Ab in den Nachschauungsquad mit dir. Herr Bichler, merci für 54 Monate. Der Revenant ebenfalls. Ab in den Nachschauungsquad. So, nochmal. Und hat man dann, ich schaue mir immer dann das Video von letztes Jahr an, wenn ich anfange zum Zeichnen. Mache ich immer. Vor allem spätestens dann nochmal, wenn ich das Video für dem Jahr mache, schaue ich mir die so von letztes Jahr nochmal. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass ich am Anfang eigentlich das ganze Ding schon herzeige und dann die 10 Minuten Video, wie ich das zeichne, absolut obsolet sind. Was vollkommen behindert ist. Und im Stream, wenn ich es herzeige, ist das auch behindert. Weil dann ist nichts mehr so mit, das nimmt so ein bisschen den Überraschungseffekt. Hab ich das Gefühl. Und deswegen werde ich das, also ich zeige euch nur einzelne Abschnitte ganz weit hineingezoomt von der Gesamtidee, also wie ich das halt immer mache. Ich habe die gesamte Idee beieinander. Ich meine, wir haben in der 8. Season, die wird dann damit abgeschlossen, Anfang Dezember. Und ich gagel das da halt erst so zusammen und dann gehe ich mit einer anderen Farbe her, skizziere grob alle einzelnen Beutel, wo grob hin und so weiter, dass halt alles wieder ein Wuselbild ergibt, riesengroß und dass du einfach was zum Schauen hast. Und diesmal ist, glaube ich, wirklich aus jedem einzelnen Stream irgendeine Anspielung drin. Aus jedem einzelnen. Mach's Video erst, wenn der Merch schon draußen ist. Das ist ja totaler Käse. Nein. Der kommt am Sonntag. Also meine Videos kommen auch immer am Sonntag, wenn welche kommen, außer die jetzt. Das kommt am 30. November. 30. November ist der Stichtag. Da wird Jahresmerch released und da kommt da also ein Video dazu. Und ich werde hergehen, natürlich wieder erklären, wie ich es mache. Ich meine, die meisten haben es schon die letzten 3 Jahre gesehen, diese Videos, wenn ich das mache, wie ich es grob mache. Ich konzipiere das, was wohin und dann zeichne ich die ganzen Einzelbeutel. Das kommt wieder rechts unten ins Video rein, da könnt ihr das zuschauen, wie ich das zeichne. Ich meine, das ist jetzt auch kein Hexenwerk nicht, ich kann nicht so unendlich gut zeichnen, aber es gelangt, damit was einigermaßen Anständiges rauskommt. Und daneben läuft im Prinzip ein Ausschnitt, der dazu passt, aus den Streams aus dem letzten Jahr. Und dann kommt's Inken, dann kommt's Kolorieren und dann ist fertig. Und im Prinzip ist es eigentlich nichts anderes wie ein kleines Best-of-Video und dann die Ankündigung, da ist der Jahresmerch. Eigentlich ist ja nichts anderes. Deswegen werde ich im Video diesmal nicht so viel herzeigen, wie ich das ganze Ding da zeichne, sondern bloß die Einzelteile, ein bisschen erklären, Ausschnitte von dem Ganzen zumindest zeigen, damit sich jemand, der vielleicht neu ist, grob vorstellen kann, was ich da tue und am Schluss dann das Ganze. Ich weiß nicht, ist das irgendwie verständlich? Das nimmt irgendwie, das habe ich mir beim Video anschauen von letztes Jahr und auch vorletztes Jahr und vorvorletztes Jahr auch, habe ich mir gedacht, Alter, du zeigst jetzt mal das scheiß Motiv schon lange her, bevor es überhaupt, was ist das für eine Behinderung? Der war fragen, wie es ungefähr ist, also das Motiv grob. Kann ich nicht erklären. Das ist ein 8er. Ich weiß noch, und auf das bin ich am allermeisten stolz. 2 Dinge. Ich werde nie vergessen, wie letztes Jahr hat mir der Chris, habe ich ihn mal ein bisschen gefragt so, was er vom Motiv hält. Mache ich immer. Ja, natürlich zeige ich ihm das. Hallo, wenn ich schon jemanden an der Hand habe, der wirklich zeichnen kann, dann zeige ich ihm meine Sachen so, was meinst du? So. Er hat gesagt, ja, das und da. Und der Simmer ist ein bisschen schwierig zu erkennen vom letzten Jahr. Das ist der Regweg in, sagen wir es, in dem Feld drin. Das soll der Simmer sein. Und dann werde ich nie vergessen, wie er mir geschrieben hat, viel Spaß nächstes Jahr, wenn du einen 8er reinkriegen möchtest. Und ich bin, das ganze Jahr bin ich schon da geguckt. Und ungelogen, das ganze Jahr immer wieder mal habe ich über einen Jahresmerch nachgedacht und habe mir gedacht, fuck. Und dann habe ich einfach mal angefangen und das habe ich auch auf Video. Ich habe zwei so kleine Skizzen gezeichnet. 2 Stück, so groß. Und die zweite war es dann, groß gezogen, ein bisschen detaillierter gezeichnet. Und dann war aber deine Idee, oder? Ja. Also es ist im Grunde, natürlich zeige ich das Spätsehen, natürlich zeige ich das am Chris, natürlich sagen die ja, hey, weißt du, was noch cool war, hey, weißt du, was da noch cool war, hey, weißt du, was da noch cool war. Also natürlich kommt da ein Einfluss von außen ein bisschen, das kann ich nicht abstreiten, das war einfach nur gelungen. Aber dieses Jahr, und ich bin so lang gesessen an diesem verschissenen 8er, so lang, dass mir wahrscheinlich ein bisschen die Muse entgehen wird für die ganzen Einzelbeutel, bei denen bin ich jetzt gerade, da habe ich erst 4 Stück von mindestens über 30, die dann drauf platziert werden.
dass ich da wahrscheinlich ein bisschen. Habe ich heute nämlich schon gespannt, so mit, ja, jetzt mach fertig da, ja, passt schon. Jetzt machst du dann später beim Inken, machst dann die Linie sauber, Aber ja, vielleicht, ich habe noch genügend Zeit, das ist der Grund, warum ich so früh anfange. Also ich habe noch 6 Wochen Zeit, aber ich merke natürlich, Spätsinn sagt das aber uns Mods nicht. Hey, hallo, ist ja für euch eine Überraschung, ihr kriegt jetzt so eins geschenkt, hallo? Fun Fact, das Merch habe ich gerade an. Ich habe den aktuellen Horror-Merch, der schaut nur da ein bisschen. Er schaut da einfach ein bisschen kacke aus, weil er das Grün durch den Greenscreen außerschnipselt. Aber gut. Wird es eine Bettwäsche geben? Florian, leider nicht. Leider Gottes hat Spreadshirt immer noch keine Bettwäsche. 8 ist so rund. Ja, das Motiv wird rund. Aber es wird wieder alles geben. Also farbig für Pullis, T-Shirts. Burm, Mädel ist sowieso, ist immer das Sortiment ist ja immer das gleiche. Von Pullis für Mädels, Burm, Kinder, klar, groß, in sämtliche Farben, sämtliche Größen. Wenn einmal was ausverkauft ist, dauert es normal nicht allzu lang und es ist wieder da. Kissen, Tassen, Taschen, was weiß ich, auf was für ein Schmarrn das ist, haben wollt. Es gibt nur so Trap Foxy! Spielst du noch den im Amenti? Nur so eine Frage, wenn du das kennst, aber wenn nicht, jetzt eine tragisch, weil ich glaube, das kann ganz lustig werden. Ich finde es so geil, wie sich jeder schon nicht mehr traut, mir Vorschläge zu machen. Amenti steht nächste Woche auf der Liste. Wir sehen uns übrigens diese Woche nochmal am Freitag mit Until Dawn. Geht's dann weiter. Bin ich gespannt. Wir haben aufgehört, wo das Spiel angefangen hat, zum Ozean. Bin mir gespannt, wie es wird. Das wird ein netter, was soll ich sagen, Ausklang der Horrorwoche ist das sowieso. Ja, da werden wir auch nicht mit Jumpscares zugeschissen. Das ist übrigens, was mir gar nicht schaut. Ich sag das, wie es ist. Das Spiel heute war nicht schlecht. Luto war super. Lightkeeper war super. Pieces of Me war auch super. Aber ein bisschen zu viel Rumgelese und Geschichtenerzählung. Und diese Unterbrechungen mit dem Comic und so. Es war gut gemacht, aber das hätte es nicht gebraucht. Ist der Fingerbrumsel 9000 auf dem Motiv? Selbstverständlich, Herr van Hinten. Das war das erste kleine Motiv, das ich gezeichnet habe. Ich frage seit mehreren Streams nach Nightmare House, du willst die erkundigen. Nightmare House. Habe ich doch nicht letztes Mal schon gefragt und habe gesagt, finde ich nicht, weiß ich nicht. Ach, das ist doch das, da haben wir uns sogar einen Trailer angeschaut. Ist das auf der Dings-Engine, oder? Auf der Counter-Strike, Half-Life, Valve, scheiße wie heißen. Und da steht zum einen einmal bald verfügbar. Und das ist Nightmare House, der Original Mod. Das haben wir uns schon angeschaut. Source Engine, Dankeschön. Mein Gott, wir bekommen das nicht einfallen. 0-0 fürs RBC kannst machen, ist fast 8. Wir scheißen uns nur ein von den Dialogen, das ist richtig. Es ist halt ein bisschen ein cheesy Teenie-Horror einfach. Das ist ja okay. Und ich finde übrigens sehr schön, wenn Leute im Chat und in die Kommentare, und das haben wirklich einige da, maut's einmal die anderen Leute, die vielleicht durch den TikTok-Brainrot nicht mehr aushalten können, wenn 10 Minuten mal kein Jumpscare nicht kommt, sich auf keine Atmosphäre nicht einlassen können, ist doch nicht unser Problem. Eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Er hilft halt dann nicht. Ich weiß ja, das war für ihn die anderen Horror-Oktobers auch nicht. In keinem Spiel kommt alle 5 Minuten ein Jumpscare um die Ecken. Weil wenn das passiert, dann der wir das genau eine Stunde und dann langweilen wir uns. So schaut's aus. Jetzt haben wir in der wie viele Wochen Oktober haben wir jetzt hinter uns? 2. Es ist nicht ganz Halbzeit, aber so ungefähr fast. Und ich mag's nicht verschreien, weil nächste Woche kommen nur noch Indie-Games. Montag und Mittwoch. Das kommt nur Amenti. Was habe ich Neues aufgeschrieben? Lass mich mal schauen. Lass mich mal schauen. Streamplan. Wieso geht denn der wieder nicht auf? Grüezi fix. Favoriten, Streamplan. Hier. Nächste Woche Order 13, Amenti, Until Dawn. Übernächste Woche Blasphemia, Graveyard Shift und dann ist Halloween. Und dann kann ich nicht so ganz abschätzen, ob man mir am Freitag in einer Woche mit Until Dawn fertig werden, weil das nicht so lang dauert, je nachdem. Und was wir an Halloween spielen. Das weiß ich noch nicht. Es gibt noch ein paar Indie-Games. Eventuell könnt ihr das entscheiden. Wir werden sehen. So, Aslagon. Verspätungen werden nicht geduldet, aber kein Stress. Aslagon mäßig. It's brain rot. It rots brains. Überlesen und fertig. Herr Rammstein. Ja, nein, nicht überlesen.
Ich überlese sich die Sachen nicht. Ja? Wer meint, sie reinmaulen zu müssen, bloß weil er den ganzen Tag wieder TikTok scrollt hat und keine 5 Sekunden länger was anschauen kann wie 5 Sekunden, dem werde ich übers Maul fahren. Immer. Das wird sich nie ändern. Ist mir auch scheißegal, was dort Leute sagen. Ja? Das wird sich nie ändern hier drin. Und richtig lästig werden es dann, wenn es dann richtig lästig werden, wenn ich einer sage, einer Brainrot, Hirn hält einfach nicht mehr aus, dann weiß ich, dass ich recht habe. So einfach ist. Arbeit, ich steuere das Licht und mache Feuer. Was? Also, wo, also welchen Verein, wer meint, Jumpscares machen einen guten Horror, hat absolut keine Ahnung von guten Horror. Danke, Sibian. Selbstverständlich gehört das mal dazu. Richtig der Schrecker. Ich meine, ich kann es ja verstehen, ihr wollt es mir einfach nur am Anblähen sehen. Und mich der Schrecker und mich aus dem Sessel hauen sehen. Ja? Aber die Spiele für das, die haben wir fast alle durch. Die haben wir einfach fast alle durch. Ich glaube, der Amenti kann noch mal potenziell richtig stark sein. Blasphemia kann noch mal potenziell richtig stark sein. Was Order 13, das kann wieder ein bisschen was Ruhiges werden. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Da haben wir in so einer Fabrik drin und das ist ein Katz da und wir müssen irgendwas machen und es passiert die ganze Zeit Scheiße. Erinnert mich so ein bisschen an, wird das geheißen, wo wir die Leichen sezieren haben müssen. Was soll jetzt das? Lebensepp! Kannst du jetzt Battlefield 6 empfehlen oder nicht? Warte noch, reden wir gleich noch drüber. Und Graveyard Shift weiß ich nicht, was kann. Aber es schaut ganz lustig aus. Ja, der Friedhof, eine Schicht führen, das kann nicht schlecht sein. Luto hat gezeigt, es geht auch ohne Jumpscares. Vollgas. Luto ist richtig narrisch gewesen. Mortuary Assistant, danke Sivian, richtig. An das erinnert es mich so ein bisschen. Und das sehen wir dann, ich weiß nicht, ob wir es dieses Jahr schon verschießen sollen oder nicht, Mitte November, am 17. November. Wir hätten eigentlich auch noch 117 spielen. Ja, das kommt noch nicht raus, das spielen wir am Freitag dann davor. Pax Romana, da kommt Unmanned raus. Unmanned hat ganz furchtbar viel Potenzial. Und eventuell werden wir den im November nochmal nachlegen. Ja, das wäre ja gesagt, der Horror-Oktober fängt früher an und er hört später auf. Wir spielen dann ein Little Nightmares. Gut, das ist kein Horrorspiel, aber das ist ein cooles Spiel, glaube ich. Ein bisschen finster und düster und so. Und einmal dieser reiner Walking Sim Horror. Ja? Das Problem ist halt dann, das Spiel haben wir dann nächstes Jahr im Oktober nicht mehr. Nee. Was ist da los? Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir den MJ Bremerhaven 447. Welcome to the Squad. Danke für deine Mitgliedschaft. Kuss auf die Nuss. Wie nennen wir den jetzt, Mr. MJ? Habe die Ehre, Mr. MJ. Mr. MJ, ab in den Chat. Also nicht du, sondern alle anderen. Habe die Ehre. Welcome to the Squad. Danke für die Mitgliedschaft. Kuss auf die Nuss. So, Schluss jetzt mit rein donaten. Ich hoffe, nächstes Jahr haben wir endlich They Are Here. Ja. Also, es schaut dann noch aus. Ich glaube aber erst, wenn es da ist, dass wir es wirklich kriegen. Es heißt 2026. Blöde Frage, aber ich finde wichtige Frage. Kann man das Motiv dann auch eventuell käuflich als Wallpaper erwerben? Ja, von hinten, merci für den Euro, in den normalen Chat jetzt hinein. Wofür? Wofür? Als Handy-Hintergrund? Oder meinst du am PC? Da habe ich die letzten Jahre immer Nein gesagt. Drogen sind schlecht, Jay. Da habe ich die letzten Jahre immer Nein gesagt. Warum? Weil ich halt einfach, ich bin schon mit des Öfteren beklaut worden mit meinen Dingen. Und wenn ich das halt einmal in einer halbwegs passablen Auflösung rausgebe, normalerweise, also, das brauche ich jetzt nicht erklären. Das brauche ich jetzt nicht, ist ja vollkommen wurscht, der Druckauflösung ist ja ganz anders wie am Monitor und so weiter und normalerweise so jetzt nicht gehen, dass du einfach das Motiv dann nimmst von der PC-Wallpaper und bla 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 und so und druckst das dann selber. Aber mittlerweile haben die scheiß digitalen Drucker und die verdammte KI-Software etc. so gut,
dass du das einfach dann selber drucken könntest. Die Frage ist, tut das jemand? Die Frage ist, geht dann jemand her, nimmt aus dieser Wallpaper das Motiv, druckt sich ein T-Shirt und lässt sich das herschicken. Dann macht er das einmal, sparst einen Fünfer, okay. Es ist die armseligste Scheiße, die ich jemals gesehen habe, okay. Und das sage ich wahrscheinlich auch noch nicht mal was. Also, wie soll ich diesen mitkriegen? Aber geht jemand her, nimmt das Motiv und verkauft es jemand anderem, dann wäre ich richtig grantig. Dann gibt es richtig Stress. Und mit richtig Stress meine ich auch richtig Stress. Dann zuselt die da alles raus, was ich da rauszuseln kann. Und mit alles meine ich alles. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, wenn du das nicht gesagt hättest. Ja gut. Es gibt auch Leute, die haben nicht komplett so, aber es gibt Leute, die haben so. Ich war so. Deswegen sage ich es. Oder ich denke zumindest so, ich tue es nicht, weil man denkt, das ist die größte Arschlochnummer. Aber ich denke sofort nach mit, was. Moment mal, was wenn? Das macht nur der Amazon-Sepp zum Beispiel. Bürgerschutz ab sofort auf die Fidschi-Märkte hinter der Grenze. Als Tester-Wallpaper, so alle. Weißt du, was ich mir denke? Vielleicht sollte man diese Regel einmal brechen und schauen, was passiert. Können wir im Discord dann drüber schmerzen? Oder ich mache einfach eine Hochkantauflösung, so wie das Poster im Prinzip, bloß für Handys. Ich sage mal so 3 Motive, 3 Formate in die gängigsten Handy-Dinge. Und im Prinzip braucht man sowieso bloß ein Wallpaper für Monitore, die machen wir in 4K und fertig. Ich meine, die PI-Auflösung und so weiter, die glauben sowieso nicht für einen Druck und sonst irgendwas, aber das kapiert von den Leuten, das glauben sowieso keiner. Macht Spreadshirt Handyhüllen? Ja. Aber das Problem bei den Handyhüllen ist, das musst du bei Spreadshirt so vorstellen, ich kann mir da die Produkte herholen und dann gibt es bloß, ich glaube, 1 oder 2 verschiedene iPhone-Hüllen und irgendwelche, es gibt natürlich nicht, weißt du schon, es gibt so viele Handys, das kannst du nicht abbilden, das ist Wahnsinn. Und da muss ich, wie soll ich sagen, und wie und wo willst du das verkaufen? Ich verkaufe doch kein Wallpaper nicht, was ist behindert? Also, mal ganz abgesehen, die Wallpaper ist for free. Hallo, du kannst keine Wallpapers verkaufen. Also, was war denn das für eine Arschlochnummer? wie soll ich sagen, die Wallpapers, die haben umsonst. Die könnt ihr dann, was weiß ich, die lade ich bei mir auf meinen Job und dann könnt ihr die Beutel einfach runterladen und ins Handy einhauen. Ich bin ja froh drüber. Ich finde es ja geil. Alter, du hast das Ding als Handy-Hintergrund. Wie geil ist das? Ich freue mich. Dankeschön. Wir machen das einfach. Und wenn ich irgendjemand dabei erwischt, der merkt es dann schon. 4K, dann brauche ich ja 14.1. Stimmt, mein Wallpaper läuft dann nämlich mit 400 FPS. Minimum. Aufkleber für Raumerfrischer. Für die Schnauze. Ja, von hinten ist es überhaupt gar keine blöde Frage, wie du merkst. Aber eine wichtige Frage, wie es das du schon sagst. Ich hoffe, das ist zufriedenstellend beantwortet. Der Chris schreibt auch, wer die Motive klaut, hat es dann auch mit 2 Anwälten zum... Oh, stimmt, an das habe ich noch gar nicht gedacht. Also gut, beim Jahresmerch, den ich zeichne, da kannst jetzt du wahrscheinlich nicht recht viel tun. Aber es gilt generell, wenn irgendjemand hergeht und diese Motive klaut, ja, dann wird es nicht bloß von mir aus dem Leben, das wird echt ärgerlich, das garantiert, ja, sondern von 2 Leuten. Einmal von mir und einmal von demjenigen, der es zeichnet hat, bei alle anderen Motive. Nur mal so, um da nicht das heißt damit, ja, aber ich hab gemeint, nein, hast nicht. Also hast schon vielleicht, aber na. How about no? Es gibt Seiten, wo man Wallpapers kaufen kann, warum nicht? Ein paar Euro ist sowas ja wert. Nein. Es ist ja, jetzt seid ehrlich. Jeder, der vorhat, sich etwas vom Jahresmerch vom kommenden, gut, du musst vielleicht erst einmal sehen, bevor du den kaufst, den er vorhat zum Kaufen, da jetzt da irgendjemand den nicht kaufen, weil er jetzt der Wallpaper für sein PC-Monitor oder für sein Handy hat. Ich meine, um das geht's ja nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich auf die Frage eigentlich komme, aber dumme Fragen gibt's nicht. Ich habe noch nicht für ein Wallpaper gesagt, ich ehrlich gesagt auch nicht. Also, nein, das der auch nicht. Was ich natürlich dann wieder feiern darf, ist ein hochwertige Wallpaper, die animiert war. Aber das ist utopisch, Alter. Nicht ganz dicht.
Na, kauft dennoch ein Mord. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendjemand dann sagt, oh, geil, ich hab's am Handy, brauchen wir kein T-Shirt nicht kaufen oder sonst irgendwas, das ist ja auch blöd. Und ja, sag jetzt der Freiweg, wie es ist, da geht es ein bisschen darum, da ich dann weniger T-Shirts verkaufen. Natürlich geht es darum. Schieße ich mir das ist so die Frage, die grundsätzliche Frage, schieße ich mir damit in meine eigene Kniescheibe. Hat der Birger Kniescheibe? Oder du stellst die Frage gerade deiner Community. Ja, natürlich stelle ich die meiner Community, wem sonst? In der Hoffnung, meine Community ist so ehrlich zu mir, wie ich ehrlich zu ihr bin. Und er an jeden Scheiß ausplaudert, den eigentlich keinen was zum Auge hat. Zum Schneidern glauben's, das ist richtig. Na, kauf nichts aus dem Shop, aber so ein Hintergrund wäre schon nice. Vom nächsten Griechenland-Urlaub komme ich dann vom Bürgeros Merch. Leute, der Aufwand, das Shirt selber zum Drucker absolut schwachsinnig. Also, so. Ja. Die Motive als Wunderbaum fürs Auto war eine geile Idee, aber hat Spreadshirt leider nicht. Mein Handy kann ich nicht anziehen, das stimmt. Das stimmt. Dann kann ich mir hier, hallo, wir müssen Einsparungen machen, aber bei mir ist alles da. Ich meine, liebe Motze, ihr kriegt dieses Jahr kein T-Shirt, sondern ein Wallpaper. Schreibt's mir bitte eure Adresse und ob es fürs Handy oder für den PC wo ist. Stark. Mauspads gibt's auch, aber die haben bei Spreadshirt leider Gottes auch scheiße. Die haben nicht so geil. Die gibt's leider nur in weiß und da schaut dann das Motiv schon ein bisschen komisch aus. Selbiges bei den Handyhüllen, wollte ich vorher sagen. Zerfix scheiß Auto, sorry, Auto von meiner Mom ist hier, deswegen ab in die Nachschau-Squad, Triple F für den Mods, Hashtag Tina Pro-Gamer. Birger-NFTs, liebe Mods, ja, die wird's geben. Ich habe mir Wallpaper-Engine für, glaube ich, 3 Euro auf Steam gekauft, da gibt's echt geile, auch animierte. Ja, um Gottes Willen, aber irgendjemand muss das Ding animieren und das ist der 100-fache Aufwand von dem, das überhaupt einmal zum Zeichnen. Die kleinen Motive des Jahresmatch als NFT, nein, das wird's hier nicht geben, nein. Duftbaum zum Artbook war es möglich. Herr Fanboy, ich möchte mehr wissen. Klick. Na, der Quartun hat ein Biergemauspad. Es gibt's, ich find's nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab's zwar drin, natürlich, aber warum nicht, aber ja. Der Mühle schreibt, Code ist Spiel was für Spiel? Das, was wir heute gespielt haben. Ja, ab dafür anschauen. Pelo schreibt, übers Rollfeld rollen. Also 1 bis 2 Euro sind schon okay für die Arbeit, die im Zeichen steckt. Nein. Also das Wallpaper wird nichts kosten, keine Sorge. So, da ich einen Flash jetzt gerade in Abi verschwinden habe sehen, mache mich jetzt mal auf den Weg und erkläre ein bisschen was zu Battlefield. Also, lass mich exakt schauen, wie viele Stunden dass ich Battlefield habe. Damit ich keinen Schwachsinn erzähle. Nach 25,8 Stunden Battlefield zocken, einiges an Solo, einiges im 2er-Team, einiges im 4er-Team. Erstens, heute, gut, jetzt ist es ja schon 10:30, aber trotzdem, haben anstatt 35 Freunde in meiner Steam-Listen bloß noch 5 in Battlefield 6. Zweitens, je länger ich spiele, desto mehr habe ich den Eindruck, dass irgendwas nicht stimmt. Ähnlich wie in Abi, ja, oder in Tarkov, wie ich es gesagt habe. Es ist mir schon bewusst, dass ich nicht der beste Shooter-Spieler auf diesem Planeten bin. Aber ich bin auch nicht der schlechteste. Okay? Ich habe das Gefühl seit 2 Tagen, dass diese Lobbys einen dermaßen krassen Skill, ein allgemeines Skill-Level vor allem, ist egal gegen wen. Ich gewinne keinen einzigen Shootout One-on-One, nicht einen. Übertreiben wir es nicht, 9 von 10 Mal stirbe. Was meine ich mit einem One-on-One-Shootout? Gegner sagt mich, ich sage einen Gegner, relativ gleichzeitig fangen wir zum Schießen an, relativ ähnliche Waffen, falls jetzt wieder jemand kommt, ja mit der MP, ja ich habe ja bloß 2 Leute, in denen ich 25 Stunden erschossen und das ist bloß 2 Mal vorgekommen. Fangen wir gleichzeitig zum Schießen an mit ähnlichen Waffen, also ähnliche Sturmgewehre oder so, wo Schaden und Kadenz ähnlich haben und so weiter und so fort. Ich stirb. Warum? Am Anfang habe ich mir noch nichts gedacht. Aber nach dem 30., 40., 50., 60. Mal, wenn die Leute noch wegschauen von mir und ich fang's draufhalten an, ich höre den Hitmarker, ich sehe ihn aber nicht. Der Typ dreht sich instant zu mir her, ich hab alle 4 Kugeln, die er mir herschießt, alle drin und bin sofort tot. Teilweise höre ich sogar an, man hört ja seine eigenen Hitmarker auch, höre ich 2 Hitmarker, fahre einfach um, sehe aber in der Kampfstatistik unten, dass ich 4 kassiert habe und stirb einfach. Entweder es ist der Netcode, wie erklärt man das jetzt jemandem, der gar keine Ahnung hat,
es ist die Verbindung. Ja? Jemand sagt mich früher als ich durch die Verzögerung zum Stream. Und bei der Bewegung ist es nicht ganz so schlimm und kommt man nicht ganz so oft so vor. Wobei das erklären hat, warum die Leute in den Raum reinkommen und instant auf mich zielen, habe ich zumindest den Eindruck, wo ich mir denke, wie machst du denn das? Ich habe keine Ahnung. Da gibt's 4 Ecken und du schaust sofort in meine. Das gibt's nicht. Und das ist nicht auch bloß einmal, sondern zig Male. Und jetzt gibt's ein Problem, das habe ich heute in einem Video gesehen. Anscheinend gibt's tatsächlich, und DICE hat das auch schon bestätigt, erstens das mit dem Netcode und zweitens, es gibt Probleme mit der Hit-Registrierung. Also das Hit-Registrierung ist, ich schieße auf einen Gegner, ich sehe, dass meine Kugeln treffen, aber er kriegt keinen Schaden. Und das braucht von 4, also wir sehen uns gleichzeitig, jeder gibt 4 Schuss ab, so im Schnitt bist nach 4 Schuss, 4 Hits im Körper, bist du tot. Wenn von meinen 4 Treffer bloß 2 registriert werden, dann ist mir schon klar, warum ich 9 von 10 Mal stirb. Jetzt ist die Frage, wieso ist das bei mir so und nicht bei ihm? Das ist die Frage, die könnte so beantwortet werden. Ich habe heute gelesen und in einem Video gesehen, Klassen, Sturm, Support, Pio, Assault, Schmarrn, Reckon, egal. Wenn mit einer Waffe spielen, die nicht für sie gedacht sind. Also, Sturm spielt mit was anderem als einem Sturmgewehr. Der Pio spielt mit was anderem als mit einer MP. Der Versorger spielt was anderes als mit einem LMG und der Reckon spielt was anderes wie mit einem Scharfschützengewehr. Und ich renne fast die ganze Zeit als Versorger umeinander, aber mit einem Sturmgewehr. Aber eigentlich soll ich mit einem LMG spielen. Dann soll es vorkommen, dass die Hit-Registrierung nicht komplett korrekt funktioniert, wenn ich als Medic mit einer Waffe, die kein LMG ist, rumrenne. Das habe ich mir gestern, und das kann der Dampfexpress bezeugen, das kann der Samchromike bezeugen und das kann der Flash bezeugen. Gestern haben wir gespielt, bin vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen laut geworden, was mir im Nachhinein übrigens leid tut, aber gut, das ist, was das ist. Hab dann gestern auf Nacht das erste Mal ein LMG ausprobiert. Warum erst so spät? Weil ich in der Beta viel mit dem LMG gespielt habe. Und hab mich sofort nach den ersten 2 Kills gefragt, Alter, wieso rasiert denn das Ding auf einmal komplett? Das gibt's ja nicht, was ist denn jetzt? Duck, 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 duck. Hä? Und dann haben wir ausgemacht. So, und heute zeige ich das Video und hab mir gedacht, alles klar, Freunde der Sonne, das erklärt einiges. Das erklärt nicht bloß einiges, sondern das erklärt alles. Es ist noch nicht bestätigt, dass das stimmt. Am Netcode, den hat DICE schon bestätigt, dass da nee. Aber ob das mit der Klasse plus empfohlene Waffe funktioniert richtig, alle anderen nicht so wirklich, würde so viel erklären, Alter, dass es ganz aus ist. Ganz furchtbar aus ist. So. Da die Battlefield 6 empfehlen, was ich empfehlen darf, warten ein wenig. Ich sehe es noch nicht als Fehlkauf, nur überhaupt nicht. Es kommt in 10 Tagen, 13 Tagen kommt Season 1 mit dem Extraction Mode oder dem Battle Royale Mode, was auch immer. Es kommt noch mehr eine neue Map und so weiter und so fort. Und das zweitgrößte Problem, das ich habe mit Battlefield, ist einfach, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das mit rechten Dingen zugeht, was das allgemeine Skill-Level in diesen Lobbys zu bedeuten. Das ist absolut insane. Ich will nicht mit der Schrotflinten spielen, also mit One-Shot-Waffen, Schrotflinten killt die auf 5 Meter, teilweise auf 30 Meter auf einen Schuss, oder mit einem Sniper-Quatsch schieß, wo ich da von 8 Kilometer Entfernung in den Kopf schieß, sondern einfach mit MPs, DMRs, Sturmgewehre und so spiele, sehe ich kein Land nicht. Und zwar nicht bloß, oh Gott, ich bin nochmal gestorben, ich sehe kein Land nicht. Als hätte ich in meinem Leben noch nie einen Shooter gespielt. Und das ist nicht normal. Da sind 64 Leute auf dem Server und alle haben ein Level Shroud oder was. Die springen durchs Fenster, aimen sofort in das Eck, wo ich sitze, obwohl es 28 oben und links, rechts zur Auswahl gab. Und die nicht wissen können, dass ich da bin, das ist mir so oft aufgefallen. Die kommen und sagen, tot. Und ich meine, was? Tot. Da habe ich noch nicht mehr zum Schießen angefangen. Was? Ich mag's nicht auf Cheaten schirmen, will ich nicht. Aber das Skill-Level in die Lobbys ist so asozial groß.
das brutal ist. Riesemike schreibt, gab auch schon die ersten Hacker bei Battlefield 6. Sicherlich gibt's die. Sicherlich, da sage ich gar nichts. Aber das ist nicht die ganze Lobby Feuerhacker. Ja? Erstens, das ist ganz frisch rausgekommen, das Spiel. Es kostet 70 Euro. Wenn sie da beim Cheaten erwischen, zahlst du nur 70 Euro. Schlechte Idee. Kurze Frage zum Streamplan. Gibt es einen Stream zu Black Ops Sim? Weiß ich noch nicht. Vielleicht zum Ohren, zum Anschauen, sie lustig zu machen. Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Ja, weil die COD-Leute da sind. Die COD-Leute sind auch nicht alle Shrouds. Das ist ein Krampf. Und wenn Skill-Based Matchmaking drin wäre, ich weiß nicht, ob Skill-Based Matchmaking im Battlefield ist oder nicht, dann müsste die nach 10 Runden irgendwann einmal gegen Leute spielen, die auf meinem Level sind. Und nicht, wo das ganze Gegnerteam 5 Klassen über mir spielt. Ich meine, was soll das denn? Das sind eigentlich so die einzigen 2 Dinger, wo ich sage, haben die, glaubst du, Wallhexen? Nein, noch nicht. Das ist noch nicht so viel Preis. Risiko ist sauber zu groß, dass die bannen. Und ja. Also das alt, fett und langsam Team. Ja, nein, da müsste der ganze Server, also, Achtung, 5 Noob-Sekunden, Skill-Based Matchmaking. Heißt nichts anderes wie, wenn du ein Spiel suchst, ja, wenn du auf einen Server beitreten willst, dann werden Leute gesucht, die ein ähnliches Skill-Können-Level haben wie du. Ja? Was die beschissenste Scheiße auf dem Planeten ist, weil du spielst immer nur gegen Leute, die genauso gut sind wie du. Das heißt, bei jedem Kampf gehst du 50-50 raus und stirbst oder halt nicht. Aber 50-50 war schon mal besser wie 90-10. Da war ich schon mal zufriedener als mit 90-10 momentan. Und ja. Fabian schreibt, du Birger, man muss aber auch sagen, das ganze Schwitzer von COD aber auch auf Battlefield 6 umgestiegen sind. Das ist doch scheißegal. Das ist doch scheißegal. Und jeder, der Call of Duty spielt, ist automatisch ein Shooter-Gott. Oder was? Das ist doch Blödsinn. Dann, wie viel Leute jetzt gerade in Battlefield Online? Achtung, SteamDB, Battlefield, immer noch 420.000. Das sind 420.000 wirkliche Pro-Gamer. Das kann nicht sein. Das gibt's nicht. Das Spiel hat so einen Hype ausgelöst. Eine Dreiviertel-Million Leute haben das am Freitag gespielt. Da müssen irgendwelche Brotbots dabei sein. Das gibt da Casual-Leute dabei sein. Das gibt's nicht. Schleich mir jetzt. War a super lustiger und amüsanter Stream. Spui war für den Stream 10 Zehntel. Erwin Müller. Merci dir. Gute Nacht. Und bei COD? Ja, bei COD ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube nicht, dass Call of Duty, ich habe zum Beispiel meine letzten Call of Duties alle im Battle.net. Call of Duty, was ist denn das letzte überhaupt? Black Ops 6. Ach, das ist Kampagne. Oh, Call of Duty Black Ops 6. Wieso sagen das nicht? Wo ist denn? Black Cell Season 6. Alter, wie viel Black Ops 6 gibt's denn da zum Anschauen zum Spiel? Ja, was weiß ich, wie viele? Weiß ich nicht. Wenn Black Ops 6 ergibt, dann kommen 28.000 ein. Ich mag's gar nicht wissen, Alter. Ich sage 8.000. Freshmark? Ja, Brotbot. Irgendwo müssen da mal Brotbots dabei sein, die nicht innerhalb von einer Millisekunde zurückschießen und die umbringen. Da muss irgendwo ein Lost-Idiot dabei sein, den auch ich umbringen kann. Und den gibt's aktuell nicht. Und das ist extrem auffällig, das ist nicht normal. Im Game Pass ist es ja auch nicht mehr drin, ab Tag 1. Oh! Ja, also wenn Call of Duty Black Ops 7 nicht im Game Pass ist, dann vergiss es, ich zahle doch keine 70 Euro für das Behindertengespiel, bist du narrisch? Na. Also, wenn es im Game Pass ist, dann schauen wir es uns vielleicht an. Selbst darauf basiert meine Vielleicht-Aussage. Aber kaufen tue ich das auf keinen Fall. Auf überhaupt gar keinen Fall kriegen die Geld für mich für den Schrott. Spreng schreibt, ja, sorry, ich spiele. Spreng ich wo? Doch, gibt's schon, aber ich finde nur, wenn du einen Server selber aussuchst. Ja, weiß ich nicht. Sapse, haben wir schon gespielt. Vor 2 Jahren, glaube ich, oder vor 3. Black Ops 7 ist nur im Ultimate Game Pass drin. Was kostet denn? Ich habe die neue Preis. Da hätte ich eigentlich gerne ein kurzes Rage-Bait-Video gemacht zum neuen. Ich habe ja jetzt mit Gaming-Sachen angefangen und so, aber ich muss momentan zeichnen, ich habe nicht so viel Zeit für Videos. Da hätte ich gerne ein Video dazu gemacht. Ich habe einen Game Pass immer gefeiert. Ich werde nicht bezahlt dafür. Ich bin ja nie bezahlt worden dafür. Ich habe einen Game Pass wirklich gefeiert, aber die letzte Preiserhöhung ist wirklich eine Schweinescheiße. Absolute Schweinescheiße.
Xbox Game Pass. Es gibt ja für den PC nur noch einen. Den 15, der kostet jetzt nicht mehr 12 Euro, sondern 15. Oder? Game Pass beitreten. Hier. Warte mal, da können wir ja. Ist da irgendwas, was kann, was angeht? Dann machen wir das zu. Das ist auch nicht so schlimm. Das ist auch nicht so schlimm. Das machen wir zu. Ist ja scheißegal. Na, da ist nix. Pass auf, so. Da, hier. So, hier, Seite, hier, Game Pass, bla bla bla. Game Pass beitreten. Essential, 9 Euro. Premium-Versionen, 12,99 €. Hol dir die ersten 14 Tage für 1 Euro. Das gibt's immer noch. Das ist das respektiere ich. Du kannst nämlich vor Ablauf der 14 Tage einen Game Pass wieder zurückgeben, dann kriegst du sogar den Euro wieder. Das hat mich fasziniert. Danach 13 Euro, über 200 Spiele auf Xbox, Konsole, PC und unterstützten Geräten. Neue Xbox veröffentlichte Titel werden innerhalb von 12 Monaten nach dem Release der Bibliothek hinzugefügt. Und der Ultimate kostet wirklich 27 Euro. Neue Spiele direkt ab Release. Ja, genau. Angeblich hat ja, warum habe ich eigentlich immer nur scheiß Unterhosen auf, Alter? Angeblich hat Microsoft mit, die haben ja Activision Blizzard und so weiter gekauft, mit Black Ops 6, also mit dem letzten Teil letztes Jahr, $300 Millionen draufgezahlt. Und darum ist das hier der Grund, warum das passiert ist. Wie sie es aber verkaufen, ist absolute Schweinescheiße. Oh, we listened to your feedback and we made some new features. Look at this. Dann frage ich mich, what the fuck, was für Feedback? Was möchtest du für Feedback von mir gekriegt haben, dass der Scheiß Game Pass jetzt nicht mehr 2 Euro, sondern 8,2 €. Das ist nicht ganz sauber. Moment. Hallo Microsoft, das ist mein Feedback. Bitte mach den Game Pass doppelt so teuer. Ich glaube nicht, dass das passiert ist. Beim Premium kannst du halt warten, die müssen Geld einholen. Das klärt meine Frage, die ich seit Jahren habe. Rentiert sich der Game Pass für Microsoft? Nope. So viel dazu. Da gibt es nur den PC-Tarif, der kostet 15 Euro, hunderte PC-Spiele. Neue Spiele direkt ab Release. Darunter, nochmal. Da müssen wir nochmal zurück. Nicht, dass ich da jetzt falsch reinfluche. Auch nicht, macht da größer. Hier, PC, 15 Euro pro Monat auswählen, das Abonnement wird automatisch fortgesetzt, bla bla bla. Hunderte PC-Spiele. Neue Spiele direkt ab Release. Darunter neue von Xbox veröffentlichte Titel und Spiele von Drittanbietern. Spiele und verdiene bis zu $50 pro Jahr im Store mit Rewards. Vorteile für Spiele wie League of Legends und Call of Duty War, ja, das interessiert mich. Scheißdreck, enthält EA Play. Moment mal. Neue Spiele direkt ab Release, darunter neu von Xbox veröffentlichte Spiele und Spiele von Drittanbietern. Gibt's im Ultimate für 27 Euro. Premium, also für die Xbox-Leute ist das richtig bitter, Alter. Das ist ja voll die Verarsche. Die armen Schweine, die bloß eine Xbox daheim haben. Ersten Bullet Point lesen. Ja, hunderte PC-Spiele. Über 400 plus Spiele auf Xbox, Konsole, PC und unterstützten Geräten. Sprengwert, auf was wollen Sie hinweisen? Für mich ist der Punkt da wichtig. Neue Spiele direkt ab Release, darunter neue von Xbox veröffentlichte Spiele und dritte. Was passiert denn, wenn man mir im Game Pass jetzt da mit Call of Duty Black... Da ist sie. Beliebteste. Hallo? Hallo, ich hab geklickt! Passiert nichts. Tolle Geschichte. Spiele... Alle Spiele für Konsolen, PC-Spiele... Kann man da wieder nicht schauen, oder was? Scheiß. Konsolen sind generell teurer, egal ob Xbox oder Playstation. Da habe ich auch ganz super tolle Exklusiv-News. Nicht exklusiv, aber egal. Es wurde bereits angekündigt, dass Playstation 6 und die neue Xbox 2027 kommen. Und angeblich sollte Xbox um ein Drittel, gut, das sagt jede Konsole von sich, aber ist ja wurscht, ich gebe jetzt nur das Marketing, bla bla wieder, soll bis zu ein Drittel schneller sein wie Playstation 6. Warum? Weil Xbox seine Konsole mit PCs hybridisieren möchte. Das bedeutet aber auch, dass
die Xbox ein ganzes Stück teurer wird, dann zahlst du bald für eine Konsole 1.000 Euro. Ich garantiere dir, mark my words, die neue Xbox und die neue Playstation kosten Tausender. UVP. Wie viel das dann kostet, wenn es weggescalpt ist, ist wieder eine andere Geschichte, aber ja. GTA 6 ist doch noch nicht mal draußen. Steam für Xbox. Deswegen habe ich mir eine PS5 geholt und PS Plus für ein Jahr 100 Euro. Das ist akzeptabel. Und ja, ich habe immer Ultimate gehabt, aber der ist wirklich zu teuer. Das kann ich absolut nachvollziehen. Vorher war ich ein absoluter Verfechter, also für die Konsoleros tut es mir wirklich leid. Das ist wirklich eine Schweinerei, warum das auf der Konsole so viel mehr kosten muss. Das ist ein Witz. Da kaufe ich mir lieber dann scheiß auf eine Xbox und ich kaufe einen PC Game Pass. Ich hoffe, dass die niemals fusionieren, wegdern und mit dem Ultimate zusammen. Und ja. Ich war immer ein großer Verfechter, aber ich finde, und jetzt so ehrlich muss ich auch sein, wenn das so ist, wie es ist, was ich mir denke, 15 Euro sind immer noch okay. Zumindest, wenn man den Game Pass so benutzt, wie es ich tue. Hey, da kommt ein neues Spiel raus, 15 Euro, schnell durchgezockt, Game Pass zurückgehen. Meistens kriege ich nämlich dann die 15 Euro wieder komplett erstattet. Meistens. Und meistens zum Reaktivieren, wenn ich dann noch mit 2-3 Monaten nicht aktiv habe, dann kriege ich, pass auf, dann kriege ich das da herum, hol dir die ersten 14 Tage für 1 Euro. Dann zahle ich bloß 1 Euro, spiele das Spiel schnell durch, gib ihn wieder zurück und ich kriege sogar den Euro wieder zurück. Dann sage ich überhaupt nichts. Auch wenn ich es einmal nicht zurückkriege und ich habe die 15 Euro gezahlt, dann sage ich, das ist okay. Ja? Trotzdem fühlen sie 11,99 besser oben 15. Ist einfach so. Ist einfach so. So viel dazu. So. Wegen dir wird er teuer. Ja. Richtig. Die 3 Euro gingen übrigens ab jetzt an mich. Stell dir das vor, Alter. Stell dir das vor. Jeder Game Pass Euro, von jedem Game Pass geht 1 Euro an mich. Alles klar, habe ich ausgesagt. Und alle meine 14 Generationen nach mir auch. Anderle, hauen Sie sich hinein. Was ich jetzt tue, ich hau mich jetzt auch hinein. Haben wir schon wieder sauber zu lang geredet. Freunde der Sonne, es war mir ein Fest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liken nicht vergessen, alle naja, lassen mir ein Abo da, was das eben ist, Glocken checken, bla bla bla, der ganze Bums. Dann, was immer noch nicht geschaut hat, ist hier. Ein bisschen Werbung muss sein, ganz am Schluss darf ich das. Wer immer noch keins hat, Zeit das werden. Ja, T-Shirt, Poster, ganze Bums, was das eben ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke für die ganzen Donations, danke an die ganzen neuen Mitgliedschaften, vielen Dank an die ganzen Resubs, Triple F für die Moderatoren. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Wir sehen uns am Freitag um 20 Uhr mit Until Dawn und dann werden wir es schon sehen. Für Gott beieinander. Sehr schön. Ein cremiges Hashtag Erwin Müller. Ab in den Chat, bitte. Schleichen Sie sich davon, wir sehen uns am Freitag. Habe! Ich bin ein richtiger Pro-Gamer-Trüter. Muss ich zum Trütverein dazugehen. Jetzt schaut's das